Ah, vielleicht sollten wir das Mikrofon aktivieren. Okay, tschüss. Was die Bärmen an, wenn mittlerweile haben da so viele scheiß Audiospuren drin. Lass dich nicht mehr mit sehr gut aus aussehen. Okay, tschüss. Nüsschenbox schon wieder. Knädelwurzel, jetzt wieder ein Resub. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. Ton wo? Bier wo? Keine Ahnung. War totaler Witz, wenn mir irgendwas geht hat. Den Maul. Das war Absicht. Habe! Übrigens, Birger, Weihnachten, ihr Fotzen! Free Frankie, wer ist dir? Ton, wo wir dann? Da ist der Ton! Das ist nur Ton! Jufs. Auf der Bierbing steht ein kleiner Psoffener. Der sitzt beim Vollbiskott. Morgen miteinander, Opa, Free Frankie, mir ist für ein Resub. So, jetzt kriegst du mir erstmal einen Haufen. Hau die Eier an den Baum an den Hallen ins Snooze bei den Forest Quarter. Der ganze scheiß Chat ist komplett grün. Was ist mit euch? Ist überhaupt noch irgendjemand da, der kein Member ist? Stefan! Nächste Staffel, Old, Fett und Katheter. Frohe Weihnachten aus Österreich! Euch allen. Ja, auch Stefan. Danke dir. Staffel Schluss mit der Donation-Eskalation heute. Es reicht. Frohe Weihnachten aus Österreich, Eich-O-In. Nice! Aber die an 12 und den Rest des Mod-Squads. An den Rough Rough, an den Aden, an den Harry, an den Fox, an den Miss Vaping Hobby, an den Miss Forest Quarter, an den Mr. Forest Quarter. Miss oder Mr.? Aber hier steht auch Mr. dort. Moonlight Shaker, an den Mike, an den Kader, an den Mr. an die Steffi, an den Firehand, an den Philipp, an den Mr. an den Nico, an den Schnutschi, an den Robotinier, an den Manni, an den Snooze Benny. Das kann man mal ein bisschen loben. Nein, jetzt bitte, nein, bitte. Hör mal halt auf. Es ist aber ein bisschen eine Zwickmühle beim Blätschmerz, weil da haben nicht alle Leute immer da. Sau schlecht. Herr Donner, merci dir, aber ein Wort, ich muss nicht. Ja, gut, lass dich zurücklaufen. Mitch, mir ist wieder ein Zwickel. Timmy Boy, servus, grüß wieder den Neues, mir erst nicht angesagt, ja, da war ich noch nicht live. Weil es ist eine gute Idee. Generell, hey, wenn man schon rein donaten muss, dann ist es echt eine richtig gute Idee, wenn du das tust, wenn ich live bin. Aber was weiß ich schon nicht. BMX's App! Oh, ja, hab ich vorher gerade gelesen. Herr Riese, mittlerweile haben wir wirklich mindestens eine traurige Nachricht am Tag. Mein Beileid. Weiter mag ich das schon gar nicht mehr ausführen, weil sonst ich hätte es mit den schlechten Nachrichten nämlich nicht mehr auf. Das ist nicht gut. Herr Riese. Mein Beileid. Kuss auf die Nuss. Der geschrieben hat, Sie wissen schon, das ist nicht leicht, habe ich auch letztens mitgemacht. Ich wünsche dir alles Gute. Habe ich noch nicht mitgemacht, aber die anderen Hälften habe ich mitgemacht. I know what. Was das eben ist. Herr Gensel! Mit 64 verschissen im Monat, Alter! Frohe Weihnachten! Und auf ein gutes neues 2024. Ich weiß nicht, wie gut das wieder, wenn es so weitergeht. Ich sag, wie es ist. So, da wie es ist! Opa! Warum kann man bei dir nimmer keine Mitgliedschaften verschenken? Was? Nimmer keine. Das ist eine doppelte Verneinung. Also, seit wann kommen auf YouTube überhaupt Mitgliedschaften verschenken? Absolute Pro-Streamer. Das haben wir Sachen, die weiß ich nicht. Ich schau noch. Du, wir haben heute Zeit. Wir haben heute alle Zeit der Welt, Kinder. Es pressiert überhaupt nichts. Erstmal schöne Grüße auch an alle, die vielleicht im Nachhinein auf dieses Video draufklicken. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Vielleicht drückt da einmal irgendjemand drauf, der mich noch nicht kennt und denkt sich dann, das ist ein bisschen der Gedanke, den ich habe. Mittlerweile sind ja seit über 2 Monaten oder ja, fast schon 3 Monate, sind die Streams alle online und auffindbar. Und ich sehe auch, dass die anderen Leute finden. Was denken sie die eigentlich, wenn die Streams so schauen? Was denken sie die eigentlich? Kann mir das mal bitte irgendjemand beantworten, der zum ersten Mal da draufklickt? Was denkst du eigentlich, wenn du die ersten 10 Minuten in diesen Stream sechst? Was denkt man sich da? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, ich schau jetzt nach. Hier, Kanalmitgliedschaft. Da ist normalerweise müsste da ein Hagel sein, aktivieren, verschenken.
Gott, wenn ich den Ton schon wieder her, ich sehe es im Augenwinkel, dass er mindestens ein goldener ist, Du aber... Bürger, ein Jahr hab ich gewartet, jetzt ist soweit kriegst, was wo mir wollte fragen... Wieso wird das da nicht ob angezeigt, du wieder Felix? Scum spielst oder eventuell das neue Arc. Felix, das ist fair und du weißt es. Dankeschön auch an den Rest, Herr Eppenbauer, Snus, Benny, Georg, merci dir, Philipp, Opa. Felix, das ist zu viel. Bitte, los, hört halt auf heute. Weil wir uns nicht unterhalten können. Please don't. Felix, merci dir. Kuss auf die Nuss. Ob ich nochmal Scum spiele, weiß ich nicht. Eventuell ja. Das war, aber was ich da sicher sagen kann, was ich nicht spielen werde, ist Ark. Weil das eine pure Verarsche ist von vorn bis hinten. Die kriegen von mir keinen Cent Geld und keine Sekunde Aufmerksamkeit in meinen Streams. Auch wenn ich nur ein kleiner Streamer bin, aber egal. TV Boy, merci dir. Captain Tropic. Oh, nice Mitglied. Achtung, kriegst du die Privatröte. Ich nehme mir einen Jütchen gerade, du nicht im Box genommen, hast den falschen Alert gekriegt. Bro, zu schauen, merci dir, Kuss auf die Nuss. 99% ist das ein Holländer, es wirkt so, als ob er Deutsch spricht. Was? Ich? Herr Reindl? Das glaube ich nicht. Dass du nicht verstehst, das sehe ich an deinem Nachnamen, dass du verstehst. Jetzt wird's verstehst. Kommen wir beim Blättschmerz Metamor. Das ist eine gute Frage. Man kann sich über interessante Themen unterhalten, dass Zeit schnell vergeht. Ich weiß nicht, das ist ja jedes Mal immer wieder die gleiche Frage. So ein Blättschmerz kommt ja. Was kommt denn vor? Keine Ahnung. Einmal im Monat, so im Schnitt über das ganze Jahr wahrscheinlich. Und nicht immer sitze ich am Anfang in den ersten 10 Minuten da und denke mir so, was zur Hölle, der wir wieder eigentlich über 2 Stunden lang. Dann macht's so. Und dann ist vorbei. Und keiner weiß, was wir eigentlich geglaubt haben. Fuck this shit, I'm out. Nimm's Weihnachtsgöt, ist redlich verdient. Danke für die Nice, gute ey! Unterhaltung allerweil. Wir aus Bayern. Bierman! Why? Bitte! 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 Was macht Sachen? Ich habe keine Ahnung, was rechtfertigt. Es ist mir ehrlich gesagt irgendwo in meinem Hinterkopf, denke ich mir immer, Alter, du redest doch jeden Stream dasselbe am Anfang. Ja. Und ich sag, das ist mir scheißegal. Ist mir scheißegal. Und wenn ich mich inflationär 400 Millionen Mal bedanke, wem das nicht passt, halt dein Maul. Und wenn ich 400.000 Mal sage, es ist maßlos utopisch, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Redlich verdient ist hochgradig fragwürdig. Grüß nach Oberbayern, aus Niederbayern, von unten nach oben. Grüße aus der Schweiz. Ich warne dich aus der Schweiz. Ich warne dich aus der Schweiz, Alter. Biermann, merci dir. Bitte, um 10 nach ist Schluss. Okay? Ich habe den Alert-Sound ausgemacht, ich mache das Alert-Fenster kleiner und dann werde ich ganz gezielt nur noch Sachen aus dem normalen Chat vorlesen. Weil es anders nicht geht. Wir können uns nicht wieder da eine Dreiviertelstunde her sitzen und die ganze Zeit Donations so schauen. Es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Sagt mir mal lieber irgendjemand, wo ich einstellen kann, dass man Mitgliedschaften verschenkt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das soll. Wie funktioniert denn das? Also, jetzt meine ich jetzt ehrlich. Lisa! So, und der ganz laut ist für ein Bier. So, Schluss jetzt! TV-Boy, merci, Stefan, merci, Schnucci, merci, Bibixer, Blättschmerz, Be-Like, Home, Pinguine, Knirschang, das stimmt. Da können wir dann auf sie einen Scheißdreck, weil wir gar nicht mehr wissen, was wir schmeißen sollen. Schmiedi, merci für den Reset. Der gute Streisand-Effekt. Ab nach Süd! Crash Moonfire. Servus, schöner Gruß von mir und meiner Freundin aus Unterfranken. Ich kann keinen Unterfranken-Dialekt, ich sag das, was es ist. Waren gerade auf dem Glühkindlmarkt. Bei uns heißt der Glühweinmarkt einfach. Oder das Glühweinfest oder Glühfest. Und von jetzt zu einem Christus 2 Exil-Bayern. Halte die Tradition aufrecht und tragt sie in das Land hinaus. Zeigt einer, wie ein Saufer funktioniert, denn ich Vollidioten. So. Liesl, welcome to the squad. Ab in den Chat, auch der Lisa. Schmiedi, merci, Two-Face, merci, Kuss auf die Nuss. So, Punkt 10 noch ist der Alert, sonst kriege ich einen Vogel. Schmiedi, alter Bürger, kennst du die Story nicht? Was kenn ich für Story nicht? Was denn? Was für Story? Bin ich wieder der Behinderte, der wieder nichts kennt? Was für Story? Schmiedi, ich will Details. Ich will Details! Schnucci! Einfach so. Einfach so. Ich verstehe es nicht.
Ja, irgendjemand muss den DC-Server finanzieren, ich sag's euch, wie es ist. Ja, warum haben denn eigentlich immer nur 3 Leute drauf? Snickers, Snack for Enemy und der Doragon. Wer sind denn die? Schaut sie schon zu. Für das habe ich einen Server nicht eingestellt, dass ihr da umeinander speizt, während der jetzt nicht auf Stream macht. Hä? Auf der Bierbing steht Sitzt du noch nicht umsonst hier? Leute, dankeschön. Ist ja gut. Chillt die Kniescheibe, es ist Punkt 10 noch. So. Bis zum Captain Lambo, dann machen wir aus. Was ist denn jetzt wieder? Gibt's jetzt wieder umsonst Mitgliedschaften? Steff, welcome to the squad. Schnucci, merci dir, Barco, merci wieder ein Resub. Der Spießi! So, passt auch wieder. So, Schluss jetzt! Da hast du schon, Luki. Wo ist denn der wieder? Der Chef, fröhlichen Weihnachtsschmerz an dir und den ganzen Saufer und kleinen guten Urlaub und einen guten Rutsch hinten neu aus der Nachtschicht. Zuhören! Austrian, ich wünsche dir eine angenehme Nachtschicht, soweit es irgendwie in irgendeiner Form möglich ist. Keine Ahnung. So, du bist jetzt der letzte Herr Lambo! Wir sollten mal ein Tröten-Upgrade machen. Die Cam spackt rum, bei mir spackt die Cam nicht, aber was tut die Cam schon wieder? Tut die schon wieder komisch an. Weiß ich nicht. Du bist das Viper, ist das nur bei irgendjemandem anderen? Ich weiß nicht. Weihnachten und das beste Jahr 2024, wo mir und meiner Frau Andai, deiner Frau So, und Fox Ruhm McCloud, du bist jetzt der Ondan. Letzte. Dann ist aus, weil sonst kriegen wir einen Vogel. So, merci. Leute, dankeschön, ist gut, bitte unterhalten wir uns halt einfach und schmeißen wir nicht einfach 2 Stunden mit Geld umeinander. Das ist doch bei keinem anderen Streamer irgendwo so. Nirgendwo sehe ich das. Nirgendwo. Ich weiß nicht, was das soll. Gustl, merci für den Euro, Herr Donner, merci für den Reset, Sneef, merci für den Zwickel, Fox, merci für den 5. Captain Lambo, welcome to the squad und an den Rest natürlich auch. Gustl, merci, B-Mixer, merci dir, Bussi aufs Nussi. Oder ich Becker, der ist ich, was ist mit mir? Irgendjemand geliefert. Wer ist der Snipe for Enemy? Bist es du? Der Surfer ist krebsfrei. So. Okay, hört einmal. Geht nicht unendlich so, jetzt müssen wir das Fenster kleiner machen. Das ist jetzt mal das Gleiche. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich muss, keine Ahnung, mach wenigstens das Fenster kleiner. Mach wenigstens, wo ist denn der Alert? Da ist der Alert, wunderschön. So, entsperren. Das ziehen wir jetzt so kleiner. Das ist okay. So, damit man mich wenigstens sieht. Damit man mich wenigstens 10% von den 2 Stunden, wo wir jetzt da sitzen und irgendeine Scheiße labern, damit wir wenigstens da was sehen. Ist das akzeptabel? Dankeschön. Der Feier, merci dir. Tobi, merci. Bierschuss, merci. Tobi, welcome to the squad. B-Mixer, merci dir. Kuss auf die Nuss, du weißt schon, wie es gemeint ist. So. Der Silo da oben. Servus. Tina, so, was der man jetzt? Eine Christ haben wir schon. Alle 6 Sekunden gehen die F auf 30 runter. Weiß nicht, was da wieder los ist. Das müsste aber ich normalerweise auch sehen. Ich mache jetzt einfach mal schnell die ganze Zeit so. Weiß nicht, was da los ist. Morgen kommt ein neuer Merch bei mir an, freue mich schon voll drauf. Hellboy, merci dir und alle anderen natürlich auch, die sich einen Jahresmerch genehmigt haben. So, können wir jetzt über irgendwas anderes schmerzen, als um Geld schmeißen und Merch kaufen und sonst irgendeinen Scheiß kaufen? Ihr wisst, dass ich das nicht mag. Oh, das Doshi, was gibt's da eigentlich für die 4.989 Tage? Da musst du doch ein Achievement geben dafür, oder nicht? Ja, ein Lifetime-Ban. Das ist das letzte Achievement deines Lebens. Da, der Captain Lambo. Birger, Frage, was haltest du von Weihnachtstitten? Weihnachtstitten sind stark. Ganz große Nummer. Je größer, desto gut. Aber es ist scheißegal, wie die ausschauen. Männer freuen sich immer. Daumen oben. Ich bin halt durch meine Prüfung gefallen, Birger. Timmy Boy, was für eine Prüfung? Hast du wieder nicht gelernt? Ja? Hast du wieder nicht gelernt? Das hätte ich auch sagen können. Weniger Stream schauen, mehr lernen. Das war klar. Mehr Stream schauen, weniger lernen. Ja, klar. Spielen wir ein wenig Bumsuff zusammen. Das ist was, da habe ich mich gestern, das ist ein schönes Thema. Ist jemand da, der Bumsuff nicht kennt? Ab in den Chat. Mit einem Einser. Wer kennt Bumsuff nicht? Los. Ist irgendjemand anwesend von die 700 Leuten, über 700 Leuten? Dip Fan Dip Taps Table. Exactly. Bibo, 22.12. Amberg. Er nicht. Da, der Stummel weiß nicht, Cat Lady weiß nicht, Rakete weiß nicht, der Mirko Lang weiß nicht, der Gusel schreibt 3, der glaube ich weiß, der heißt schon richtig. Haben schon ein paar dabei. Was Bumsuff? Das wissen die, das ist auch schon eine Zeit her, so ist es nicht, und das letzte Update ist auch schon eine ganze Zeit her. Bumsuff ist mein Trinkspiel, das ich selber gebaut habe. In Form einer Handy-App. Aber nur für Android. Wer jetzt mit seinem mit seinem Apple-Scheiß kommt und dann fragt, gibt es auch für App? Nein, kommt's nicht. Wenn er fragt, warum, weil ich es sage. Ganz einfach.
Heißt Bumsuf. Gibt's im gibt's ganz normal im Google Play Store. Das kleine Problem, da das halt schon lange kein Update mehr genossen hat. Und mittlerweile, glaube ich, haben wir schon 2 Android-Versionen übersprungen. Und ich kriege auch schon die ganze Zeit in der Google Developer Console, kriege ich schon die ganze Zeit Meldungen so von wegen Billing Library upgraden und lauter so ein Kackmist. Und ich nicht so 1000%ig weiß, also zumindest aus dem Stegreif, einfach so einmal schnell hingeschissen, wie das geht. Und ich ein bisschen Angst davor habe, dass ich dann den neuen Release mache und dann haben alle, die da einen DLC drin gekauft haben, also es gibt da kleine Pakete, die man sich dazu kaufen kann, dass sich das Ding irgendwie ein bisschen refinanziert, Reichweite tue ich davon nicht, dass die dann auf einmal nicht mehr funktionieren, die Einkäufe. Da habe ich ein bisschen Angst davor und deswegen schiebe ich das so ein bisschen vor mir hier. Aber gestern oder vorgestern habe ich mit einem Spezi geschmatzt, der mir damals auch mit dem Kompilieren und so weiter geholfen hat. Ich bin nicht so der Software-Developer, ich bin Webdev, da habe ich nicht so 100%ig Ahnung davon und für mich ist das sowieso nicht so 100%ig greifbar, wenn Software kompiliert wird. Da denke ich mir so, ich habe keine Ahnung, was da passiert, aber das ist Hexerei. Und eventuell kommt da im Laufe des nächsten Jahres oder zumindest im ersten Quartal kommt da mal ein Upgrade mit ein paar Updates und so weiter. Mittlerweile gibt es ja ChatGPT, das kann man da wunderbar unter die Arme greifen. Erstens mit der Kompilierer-Scheiße und so weiter und so fort. Und natürlich auch mit zusätzlichen Inhalten, wie eben, was haben wir alles für Modi drin. Im Prinzip, wie funktioniert Bumsuf, du kannst halt deinen Namen eingeben, wer mitspielt und so und dann drückst du drauf und dann kommt eine Aufgabe nach der anderen, die du halt machen musst und enden tut's mit irgendjemand in der Runde muss saufen. Und dann gibt's Quiz und dann Pantomime und Begriffe dazu und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Und da könnte man eigentlich einmal einen ChatGPT ordentlich danach fragen, scheiß mir mal 1000 Begriffe, die noch nicht drin sind. Und so weiter. Das hat es damals noch nicht so wirklich gegeben, sonst, was es ist. Bierman, merci. Die Jahresmerch ist heute gekommen, passt gut. Freunde, Jahresmerch kauft 200 € hingeschissen, 205 um genau zu sein, da nimm passt schon. Bierman, ich hoffe, er gefällt. Wenn er nicht gefällt, zurück damit. Niemand tut mir weh, wenn es nicht passt. Zurück damit. Aus. Die Cat Lady schreibt, geht nicht bei meinem Handy, weil zu neu schnuff. Ja, das Problem haben die meisten, vor allem wenn so ein Update mal 2-3 Jahre alt ist. Wie alt ist es denn? Wann habe ich das überhaupt gemacht? Ich glaube 2020. So bevor Corona angefangen hat, weil ich mich noch richtig geärgert habe. So, jetzt habe ich ein Saufspiel gemacht und keiner darf sich mehr zusammensitzen. Herzlichen Glückwunsch, das ist das Glück des Bürgers. Nice. That sounds like Behindertsaufer with extra steps. Ja, ich sag's ja ganz, es soll halt eigentlich der Untertitel sein. Bumsuf, die bayerische Abkürzung für Behindertsaufer with extra steps. Richtig. Und das letzte Update, glaube ich, war es in der 2. Corona-Phase, wenn ich mich richtig erinnere, so after the Lockdown. Und da habe ich dann ein paar Sachen, so also Zeichen-DLC aber dazu, also da muss durch dieser Begriff, einer muss auf dem Handy dann zeichnen, die anderen müssen es in Timer daran. Und wenn sie es daran irgendwie so, dann müssen alle saufen oder ja, keine Ahnung, irgendwie so. Lauter so ein Scheiß. Das waren 3 FPS gerade bei deiner. Was ist denn mit der Scheiß-Cam, Alter? Ohne Scheiß, ich hab sicher nicht Probleme mit meinen USB-Ports. Das ist so zum Kotzen. Das ist Wahnsinn. Das heißt, wenn man da mal auf Gerätestandard. Was passiert denn dann? Weiß ich nicht, dann schneid's mir meinen rechten Arm ab! Was ist der Gerätestandard? Auflösung und 4:2! Die Kackfrisur! Warte mal, deaktivieren wir es und aktivieren wir es einmal. Und so? Ja, ich benutze Geht wahrscheinlich gar nicht mehr. So. Restarted. Änderungen speichern? Ja. Weiß ich nicht, vielleicht bringt das was, keine Ahnung. Ist das Spiel nicht ab 18 gewesen, weil viel sich das Spiel nicht runterladen kann und so weiter? Ja, ist ab 18. Ist ab 18. Ist eh klar. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wenn ihr mit 12 weiß ich nicht, eine Flaschen Jägermeister zu meinem Saufspiel nimmt. Ich sag dir, ich hab nämlich die erste Mama hab ich schon gerochen. Der kleine Kevin, der ist erst 8 Jahre alt! Und 14 Promille, bist du nicht ganz sauber? Dann sag ich, ja, das ist mein Scheißproblem. Pass auf der Scheißerstraßen auf. Wer zur Hölle braucht mit 8 ein Handy? Halt dein Maul! Darum. Das Video zur App ist am 21.02.2020 erschienen. Das war, glaube ich, How-to-Sauf-Spiele. Wenn ich mich richtig entsinne. Glaube ich. Schon mal neu gestartet. Bierscheiß, ja, habe schon neu gestartet. Es ist bei mir aber auch so, bei mir hängen an meinem Rechner hängen 3 USB-Ports drauf. Davon einer mit einer zu langen Verlängerung, deswegen kackt da im Eck hinten, wo der Zeig drauf steckt, wie zum Beispiel mein Headset.
also der Bluetooth-Empfänger von meinem Headset und ansonsten stecke ich das, wenn wir einen Podcast aufnehmen, ab mit dem Verlängerungskabel und dem T-Shirt, damit wir einen Podcast aufnehmen können. Darum spacken auch gerne mal die Mikrofone im Podcast umeinander. Wer meinen Podcast noch nicht kennt, heißt Speziwirtschaft, ist auf einem extra Kanal übrigens auf YouTube. Dann habe ich da einen USB-Hub dort, da steckt zum Beispiel mein BIP oft einmal dran, da steckt mein Handy dran und da ist SD-Karten von der Kamera dran und die anderen Slots sind nicht belegt. Unterm Tisch ist noch ein USB-Hub, es sind übrigens alles aktiv 2 FPS-Birger. Kruzifix! Sonntag kommt der Podcast der Capricorn, sicher, haben wir gestern aufgenommen. Den haben wir gestern aufgenommen, er wird heißen, Frohe Weihnachten, ihr Vorschnips. Was damit auf sich hat, wird's rausfinden. War gerade schon wieder mit den FPS. Ich weiß nicht, was los ist. Es läuft heute an nix sonst. Ich hab einen Browser hab ich auf. Wow! Weiß ich nicht. Muss ich mir einen PC für 18.000 Euro herstellen, damit er nicht kaputt geht? Warte mal, mein Stream Deck, glaube ich, geht auch schon wieder nicht. Ich schwör, ohne Scheiß. Ich hab vorher das Stream Deck extra. Was soll das jetzt? Das scheiß Stream Deck hat eine Verzögerung von 18 Minuten. An was liegt denn das? Das treibt mich in den Wahnsinn. Also, jetzt geht's auf einmal. Warte mal. Ja, ich bin ein bisschen ein Stream Deck. Heute mag ich nicht. Und wenn ich 5 Minuten nochmal drauf drück, dann. Okay, halt dein Maul. Ich weiß nicht, was das soll. Dann habe ich noch einen USB-Hub unterm Tisch, da steckt meine Maus, meine Tastatur, dann der USB-Port von der Tastatur dran und noch irgendwas, weiß ich nicht. Kann sein, dass das ich weiß nicht. Dann hängt das Mikrofon ist ein USB, die scheiß Webcam ist ein USB. Dann, was hängt noch dran? USB. Überall USB. Vielleicht ist halt das auch das Problem, aber was soll ich machen? Meinst du, dass ich da jeden zweiten Tag das komplette Setup 5-mal um aufbaue? Leck mir doch am Arsch dann! Scheiß USB-Behinderung! Ja, USB, ja, mag ich, mag ich nicht. Vor allem die Fälle haben ja nicht rekonstruierbar. Ich weiß nicht, an was das liegt. Und man merkt es halt auch während dem Podcast nicht. Wir hören uns selber nicht, wir haben kein Mikrofon, kein Kopfhörer nicht auf. Außerdem ist die Rückkopplung hardwarebasiert in dem Mikrofon drin. Das hört doch ich nicht, ob wir asynchron sind mittendrin. Aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht erklären kann. Mein Maker, merci Schmidi, merci Bailey, merci Biermann, merci Black Death, merci Biersches, merci. Nach dem Streik gibt's mehr. Oh, das ist ein schönes Thema. Da habe ich heute schon mit der Biergerin diskutiert. Ich habe mich zusammenreißen müssen, dass wir nicht im Podcast wieder drüber diskutieren. Ein bisschen reden wir tatsächlich drüber. Weil es ist ja ein einfaches als... Ich nenne mich nicht Influencer, ich hasse dieses Wort, bin ich ja nicht. Als Internet, Persönlichkeit habe ich keine, aber man nennt das so. Da leicht zum Schmerzen so mit... Auf geht's, Leute, ich stehe hinter euch! Und im Kleingedruckten, ja, aber auf Berlin fahren tue ich nicht, weil... So viele Posts habe ich gelesen. Und auch von ganz bestimmten Personen, von nur traurige Trottel, die auf irgendwelche Social Credit Schienen mitfahren, da wo ich mir denke, die können 10 ausdroschen, hast du nicht einmal das Maul aufgemacht, du Trottel. So! Dennoch habe ich heute erst mitgekriegt. Und jetzt sage ich auch was dazu. Die haben da aufgefahren und haben überall vor den ganzen Büros und so weiter Scheiße haben angeschüttet. Sorry, passt. Ich komme nicht dazu äußern, ich bin kein Landwirt, aber ich würde es auch unfair finden, verstehe ich. Haut rein, Alter. Ich werde nichts dagegen sagen. Passt schon. Aber 2 Tage später stellen sie diese rot-gelben Vollidioten ernsthaft hier und sagen: Halt, stopp! Hier bleibt alles so wie es ist! Du super Zicke! Dann sitzen sie da. Echt jetzt? Dann habe ich heute gelesen, sie wollen im ganzen Land eskalieren am 8.1. Das ist übrigens das gleiche Datum, wo wir mir wieder den ersten Tag hier streamen. Ich bin jetzt 2 Wochen dann weg. Internet-abstinent. Mein Problem wird so ein bisschen werden der Easy-Server, weil der macht echt Spaß zum Einrichten und sich damit zum Spulen und so Geschichten, da werde ich da davor hocken. Nein, nicht ein Bulldog-Streik, ein Bahnstreik, meine ich. Achso, den habe ich nicht mitgekriegt, weil Bahn interessiert mir einen Scheißdreck. Ich werde nie wieder einen Fuß in einen Zug in diesem Land setzen. Nie wieder. Lieber geht's Fuß, so oder was ist. Und wenn ich, weiß ich nicht, in Urlaub gehe, ist mir scheißegal. Alter. Bürger live vom Bulldog-Protest. So, das Lustige ist ja, mein Großonkel hätte einen. Mein Großonkel hätte einen Bulldog.
Eigentlich sollte man mein Handy so einrichten, dass ich von da streamen kann. Da hocke ich mich am Sonntag auf die Nacht in den Bulldog ein und los geht's. Sollte man eigentlich tun. Vielleicht kann ich eine kleine Sache dazu beitragen. Eine kleine. Haben wir Landwirte hören. Wert es einmal. Wert es einfach. Tu es. Tu es. Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht schlauen, okay? Tu es. Am 8.1. schau da oben, was die deren. Los. Bitte tu es. Du musst ja nicht auf Berlin fahren. Ich glaube, das ist eine deutschlandweite Aktion. Stell dich in die nächstgerissene Stadt, was weiß ich, bei uns im Umkreis auf Straubing, Landshut, irgend sowas. In der kleinen Stadt, in einem Dorf und so weiter, da bringt das nichts. Aber tu es. Das Prinzip ist leider Gottes, da hab ich mit der Bürgerin eine Stunde vorher hab ich da umeinander diskutiert. Es ist nicht weit weg vom Klimakleber. Ich stimme zu. Bin ich so ehrlich. Es ist nicht weit weg vom Klimakleber, weil es trifft wieder nur die Falschen. Aber der Zweck dahinter heiligt in dem Fall ausnahmsweise die Mittel. Und wenn das ganze Land da mittut, dann tut es richtig weh. Und wenn es dann immer noch sagen, Freunde der Sonne, na, es bleibt alles so wie es ist. Spätestens dann kann keiner mehr irgendwas sagen, warum Blau 30% aufwärts kassiert. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das wollen. Ich bin mir nicht sicher. So viel dazu! Berlin gehört zu Deutschland? Was? Firestone, merci dir, ich hab dich schon gesehen, habe dir Birge, ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und neues Jahr, Grüße aus Burg Lengenfeld. Grüße Tröte, 30 sind 2 und du weißt es. So, merci dir. Mein Mike, merci wieder am 5er. Gib's zu, wieder zu viele Seiten offen. Das ist, ich hab schon nachgeschaut, ob ich es zugemacht habe von Vormittag, Mittag, Nachmittag und vor dem Stream. Aber ja, zu, mein Mike, tu dich nicht runter. Schmiedi, merci dir. Gibt's zu der Story ein gutes Video von Jules, die 9-Euro-Ticket-Abenteuer? Musst du anschauen. Okay, muss ich mir wahrscheinlich wirklich anschauen. Das 9-Euro-Ticket war eine total tolle Sache. Ich bin genau einmal damit auf Minger gefahren, was ich nicht da hätte, wenn es das 9-Euro-Ticket nicht gegeben hat. Wann war das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Weiß ich nicht. Auf alle Fälle habe ich mich da mit zwei IF-Kollegen getroffen, mit einem Schweizer und mit einem Österreicher. Und das hätte ich niemals da, wenn das 9-Euro-Ticket nicht da gewesen wäre. Und rate mal, das war das erste Mal, dass ich glaube, seit 10 Jahren Zug fahre. Und rate mal, wie viel Verspätung der beim Hinfahren gehabt hat. Und rate mal, wie viel Verspätung dass der beim Heimfahren gehabt hat. Mich wundert es, dass ich überhaupt da bin. Heute. 1,5 Jahre später. Wundert mich. Andi, merci dir. Auf deinen Stream. Grüße aus Regensburg von Andi und Verena. Bei Birger und Chill geht's aber so zu. Ach man, Stream Deck. Und Kurve, da wird um Kurven gefehlt. Ja? Wenn das in der der Behindertenpümmel. Quasi Modo werkelt ihn. Mach das aus jetzt! Was? Hallo? Mr. Stream Deck, ist das Stream Deck so? Nee, ich habe online reingegondelt. Hast du eine Taste gedrückt? Eine Taste? Hallo! Kannst du mit Hallo, Tastendruck! Hallo! Was ist mit ihm? Herzlichen Glückwunsch. Kannst du also lassen. Steh, alles gut. Alles gut. Alles gut. Was ist das? Sei einfach Effekt. Ja, das Real ist der zweitbeste Witz der Menschheit. Der erstbeste ist ein Schuss. Das ist einfach so. Stream Deck ist etwas langsam beim Denken. Ich weiß, das ist was, das nervt mich da. Da gibt es halt aber auch keine Lösung nicht. Es gibt eine einzige Lösung. Mein Problem ist so ein bisschen, ich habe meinen PC damals links unter meinem Schreibtisch so ungefähr, weil das weg, so 2,5 Meter weg von mir unterm Tisch im Eck hinten platziert. Einschalten tue ich normalerweise per Wake on LAN oder ich gehe jetzt schnell unter rein und schalte rein. Der läuft immer den ganzen Tag, weil halt alles, was ich in meinem Leben tue, hat mit dem scheiß Kasten zu tun. Das ist, was das ist. Die einzige Lösung wäre, das wieder so machen wie früher, bis ich das gemacht habe, ist noch gar nicht so lange her, weil meine alte Grafikkarten, die 2008 Ti so saulaut war, da ist mein Rechner hinter dem Monitor da gestanden, also direkt da dahinter. Und deswegen habe ich ihn da gebaut, weil er so beschissen laut ist. Dadurch brauche ich halt jetzt eine USB-Verlängerung, damit ich da alles anstecken kann, was ich gerne anstecken darf. Problem mit fucking USB ist, sobald das geschissene Hurensohn-Kabel
länger wie 2 Meter ist, dann denkt sie das USB-Kabel so. Was für Stream Deck, oder? Was zahlst denn da du Strom im Monat? Na, schon ein wenig. Schon ein wenig. Das Stream Deck ist schon im Winterurlaub. Das ist, glaube ich, keine Ahnung, das ist gefühlt seit der Sommerpause im Winterurlaub, das scheiß Stream Deck, scheiß Klump. USB-Spezifikation geht halt auch nur bis 2 Meter oder so. Ja, das ist das. Also das meine ich tatsächlich ernst. Vielleicht nicht, das muss ja nicht jeder wissen oder kann ja nicht jeder wissen. Habe ich ehrlich gesagt auch lang für ein Gerücht gehalten, so, ja, auf Verlängerung, ich werde schon passen, keine Ahnung. Sobald, zum Beispiel, ganz gravierend ist das da mit der Cam. Da habe ich die kürzeste notwendige Verlängerung direkt in USB-Port rein, nichts mit Hub und so weiter und so fort, damit es ja gerade noch bis daher geht, damit ich wenigstens noch so, weiß ich nicht, 20 cm Spielraum habe. Das ist eine 4K-Webcam. Die können wir ja mal probieren. Ja, die können wir nicht probieren. Wenn an einer Verlängerung dran ist, dann passiert das, was passiert. Und das, was mich so nervt, ist, heute, da schon wieder, hör auf jetzt mit deinen 2 FPS-Bürger, ich muss in meinen PC hängt. Ich sag das nicht. Bei mir läuft alles flüssig. Was ist mit euch Spackos? Glaubt, dass ihr einen 2 FPS-Fälle eine Gichtelaugen drin habt? Da kauft's aus. So ist das, ich weiß. Opa geil, mir ist wieder nicht zwickelt. Ja, was meinst du, Grüße aus dem Feierabend? Du hast ja schon 5 Monate, du hast wahrscheinlich schon 25 gesagt, Grüße vom Feierabend. Herr Kulz, am ersten wieder ein Resub. Und die Hälfte von denen kriegt hinten nachher eine auf den Sack, weil sie mit der grünen Nummer rumfahren. Scheiße, das war vor 4 Minuten. Ich weiß nicht mehr, was wir vor 2 Minuten geredet haben. Ich glaube, über das USB-Kabel. Ich weiß nicht. Ich sag da auch gar nicht 2 FPS. Ich glaube, das ist schon wieder getrollt wie. Der Fuchs schreibt, USB ist nicht gleich USB-E. Da gibt es ja auf verschiedene Leistungsstufen trotz gleicher Bezeichnung. Ja, aber das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Was soll ich machen, Alter? Langes Kabel, USB am Arsch. Ende der Geschichte. Und es lässt sich nicht rekonstruieren. Ich will jetzt den PC 5-mal neu starten. Dann kann ich beim 3. Mal, wenn ich Glück habe, kann ich bei der Webcam 4K einstellen. Das, wenn ich dann tue, dann haben wir diese, dann läuft's, vielleicht läuft's, keine Ahnung. Und vielleicht hat es aber auch so komische Aussetzer wieder, so Artefakt-Dinger so mittendrin, wieder so Framefehler. Vielleicht läuft's aber auch gar nicht. Und ich kann es gar nicht erst auswählen und das Maximum, was ich auswählen kann, ist 1080p. Weil, weiß ich nicht, heute der 20. ist. Der Stefan sagt, billige Kabel, alles probiert. Durchaus habe ich die typischen Amazon Basic Kabel da, das sind die geilsten, sind das mir auch klar, und habe auch hochwertige Kabel da. Nichts macht einen Unterschied. Nichts. Kann, das ist mal eine gute Frage, das weiß ich nicht. Was ich festgestellt habe, und zwar, ich hab ja vorgehabt, dass ich mich ein bisschen ernsthafter mit der Zeichnerei befasse. Dazu hätte ich gerne gewollt, dass mein Zeichentablet dauerhaft da rechts neben mir, also maximal weit weg vom Rechner, platziert wird und da fest platziert wird. Dass ich mich wirklich bloß hindrehen kann, blub, und düdelt umeinander und dann, wenn ich nicht mehr mag, gehe ich wieder weg. Kriege ich nicht hin. Geht nicht. Ich habe ein 7,5 Meter Displayport-Kabel und das, wenn in die Nähe von irgendeiner Stromleitung kommt, ja, und ich habe da unten ungefähr 25 Steckdosen, die alle voll sind, randvoll, dann fängt das Flackern an. Kriege ich nicht hin. USB über Ethernet. Was ist das? Ist das USB 2.0 oder 3.0? Das ist alles 3.0. Aktives USB-Kabel mit separaten Stromversorgung, Länge über 2 Meter möglich. Nein, ist nicht. Da habe ich einen aktiven USB-Hub mit, deswegen habe ich mal, die waren noch nicht einmal billig, mit aktiver Stromversorgung. Unterm Tisch habe ich einen und rechts habe ich einen. Alle haben aktive Stromversorgung, funktionieren alle nicht. Wie sie sollen. Und der da ist durchaus unter 2 Meter, der unterm Tisch ist direkt gesteckt, ohne Verlängerung. Der da hinten, da sage ich nichts, der hat ein 5 Meter USB-Kabel dran. Oder ein 3 Meter USB-Kabel dran. Da könnte man mal was machen, das mal ein bisschen schlauer verlegen, dass es nicht ganz so lang ist oder das generell irgendwie anders macht. Da sage ich nichts, ist okay, aber dass die schon nicht gescheit funktionieren, schmeiß das Klunk weg und mal auf Papier. Cybergamer, merci dir, es ist zu viel. Leute, bitte, Donations, stop it. Birger, ich wünsche dir frohe Weihnachten und guten Rutsch. Die wünsche ich ja, aber erst am Schluss. Und sauber mehr als Vertrags, danke dir für alles. Niemand braucht sich bei mir bedanken. Ich bedanke mich. Es war ein großartiges Jahr, Kinder. Macht es bei USB-Kabeln was aus, wenn die in der Nähe von einer Stromleitung sind?
mal beispielsweise in der Wand vielleicht, an Steckdosen vorbeigängen, wo ja dann Stromleitungen meistens unten am Sockel entlang, der quer durch die ganze Wohnung gängen, vor allem in alten Häusern, oder halt auch oben rundum, je nachdem, kann das USB-Leitungen etwas tun. Weil dann glaube ich, weiß ich, was ich über die Weihnachtspause tue, mal bei Amazon einkaufen, mir anständige Steckdosen leisten kaufen und so weiter, aber der Eder sagt nein, der Werner sagt ja. Was, ich kann euch ja auch nichts fragen. Nix kann ich euch fragen. Einer sagt ja, einer sagt nein. Wie beim DayZ-Server. Der eine sagt, COT-Tools sind die besten, der andere sagt, VPP-Tools sind die besten, das andere ist Rotze. Was soll ich machen jetzt? Habe ich beide installiert. Der Kratzer schreibt, Kinder auf die Abschirmung USB-Kabel und auf die Leitung an. Dere, es gibt geschirmte Kabel. Ich habe alles da. Geschirmt, nicht geschirmt. Nichts von allem funktioniert reibungslos. Und wenn es dann funktioniert es 2 Tage, aber alles wieder umbauen und dann geht es wieder nicht. Deswegen habe ich so ein bisschen die Schnauze voll. Hau mal einen Olli von die Floyds an, der kennt sich maximal mit so einem Scheiß aus. Wer ist denn der Olli von die Floyds? Ich weiß weder, wer der Olli ist, noch wer die Floyds sind. Ich weiß nicht, wo ich fragen soll. Kommt aufs Wetter drauf an. Ja, glaub ich ja! Du bist doch der Pro, Alter. Der schau ich aus wie der Pro! Bloß weil ich da sitze und stream, weiß ich, warum ein Kabel nicht geht. Ich weiß nicht, wer assoziiert bitte der Mann ist. Das ist die Leute allweil. Hey, du machst doch fein mit Computer. Warum geht denn das Kabel nicht? Hat doch dein Maul, bist du behindert? Was weiß ich denn, warum der scheiß Kabel nicht geht? Du kannst Internetseiten machen, ja, kann ich. Ja, warum geht denn mein USB-Kabel nicht? Alter, was weiß ich? What the hell? Entschuldigung, das Fach USB-Kabel habe ich nicht gehört. Tatsächlich bin ich ein ITler und weiß nicht. Ja, weil uns das auch nicht so geht. Das ist konzipiert worden zum Plug-and-Play. Steck O, geh. Was du hast, Steck O geht nicht. Wow. Freilich kannst du mich von. Hast du schon probiert, alles aus dem Fenster zu werfen und neu kaufen? Ja! Du wirst lachen, sprichwörtlich ja. Lach ich da, dass nichts mehr liegt. Warum? Hier Meme einfügen für Nein, 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 nein! Das ist sicher nur eine Kleinigkeit. Möglich. Alles auf optische Kabel umbauen brauchen wir aber nur ein paar Donos. ich habe keine Ahnung, wo dann der Unterschied ist. Keine Ahnung. Fragen wir ChatGPT. Sollen wir mal ChatGPT fragen? Pass auf, ich fragen. Ich fragen. Pass auf, ist er schon da auch. Hey! Hoppala, das nicht einfügen. Hey, ChatGPT! Wieso geht mein USB-Kabel nicht? Was soll der Krampf? Freut sein. Achtung, ich lese vor. Alter, er checkt ja tatsächlich, was ich ihm schreibe. Es gibt mehrere mögliche Gründe dafür, warum dein USB-Kabel möglicherweise nicht funktioniert. Hier sind einige häufige Probleme und Lösungen. Zunächst solltest du sicherstellen, dass das Kabel richtig an beiden Enden eingesteckt ist. Komm, halt dein Maul. Das ist genau dieselbe Scheiße, wie da habe ich irgendwann mal bei 1 und 1 gerufen und sagt, Freunde, Internet! Wo? Sagt er, na, dann brauche ich erstmal Zugriff auf Ihre 1 und 1 Fritzbox. Dann sag ich, oder ich hab keine 1 und 1 Fritzbox, ich hab mir selber eine gekauft. Ja, was? Damit man das Ganze ein bisschen unterstreichen kann. Müssen wir wieder eine Viertelstunde. Ja, ist das mitgelieferte graue Ethernet-Kabel von 1 und 1 angesteckt? Sag ich? Na! Anders! Ja, dann ist ja auch absolut klar, warum Ihr Router und Ihr Internet... Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr graues Kabel, das Sie mit Ihrem 1 und 1 Router mitgeliefert bekommen haben... Das habe ich nicht mitgeliefert gekriegt, weil ich keinen Router von euch hab, du Trottel! Bitte schreien Sie mich nicht so an. Dann sei nicht behindert für 4 Sekunden, du Trottel! Ja, dann muss ich jetzt mal in Ihren... Darf ich in den Router reingehen? Ja, da geh nur grad. Okay, ich guck mir das jetzt mal an. Bitte hier Warteschleifenmusik einfügen.
1 und 1. Bitte halten Sie die Linie. Und hier währenddessen so. Geiler Beat, Alter. Geh jetzt doch mal irgendein Kruzifix! Ich muss streamen, ich brauche Internet! Ich muss aber was arbeiten, verstehst du mich? Ja, hallo? Sind Sie noch da? sind Sie noch da? Ja! Ja, also ich sehe hier keine Probleme mit Ihrer Internetleitung. Ja, was Internet geht, ja, Moni! Ja, ich mache da ein Support-Ticket auf und das gebe ich dann an die interne Internetabteilung. Internetabteilung weiter und wir geben Ihnen frühmöglich ganz schnell doll Bescheid. Düt. Düt, 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 düt. So! Schluss. Um die Geschichte auszuführen. Ja, die wollten von mir einfach wissen, ist da das originale, behinderte Scheiß Netzwerkkabel vor einem Scheißrouter droh. So halt ein Maultrottel. Martin Opa, Tetrix, Iron Obi, Ralf, Timson, Herr Kulzer, Opa, Rest Dankeschön. So. Ansonsten habe ich noch nie Probleme mit 1 und 1 übrigens, gerade darum. Ja. Was soll ich nicht wissen, Alter, was für Kabel leckt mich am Arsch, Alter. Ich meine, was steht gar okay. Aber nein, was ist es ist. Die Waffeltrage, schreib Bürger, les mir, was ich geschrieben habe. Hackgott. Alter, du bist ja nicht der Einzige, der das schreibt. Was ist jetzt da den ganzen Chat nach deinem pass auf. Dein Motherboard hat eine maximale Anzahl von USB-Ports, meistens 7. Wenn du jetzt da mehr Geräte dran klatscht, wird der USB-Controller überfordert. Du benötigst eine Porterweiterung über PCI Express. Das heißt, da gibt es da extra Karten dazu, oder was? Also extra PCI Express-Karten, die an der Seite anstecken, das Mainboard, bla, wird Grafikkarten auch, bloß was weiter drunter, drüber, keine Ahnung wo. Und dann habe ich mehrere USB-Dinge. Das heißt, wenn ich mehrere Geräte die wirklich Leistung brauchen. Na? Wir können wieder zurück! Zum Ernst! Nicht zum Hubert! Wird zum Beispiel die Webcam. Die braucht wirklich Leistung. Vielleicht auch noch die 3 Mikrofone, die brauchen auch Leistung. Für was gibt's dann überhaupt fucking USB-Ports? Und nur, weil da eine aktive Stromversorgung da ist, macht er das die Datenverbindung nicht stärker oder besser. Sondern die Stromversorgung, das ist so ein, soweit ich das weiß, bisschen was von dem Kabel weiß ich auch. USB-Kabel liefert die Stromversorgung fürs Gerät mit, für zum Beispiel die Webcam, für zum Beispiel, für egal was. Darum kannst du auch einfach am USB-Port, egal wo, dein Handy aufladen. Und wenn das länger wie 1,5 Meter ist, nimmt die Leistung ab. It is what it is. Weil USB die beste Plug-and-Play-Verbindung ist, die es gibt. Ja. Das stelle ich gerade in Frage! Für Behinderte, die ihren LED-Mini-Ventilator im Büro stecken an der Tastatur im USB-Hub. Active Hub, nicht gleich aktives USB-Kabel. Letzteres verstärkt tatsächlich das Signal. Ja, Gott, das stimmt. Das stimmt. Das ist das Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe. Was ich wahrscheinlich mal da werde. Und da müssen wir, das hilft nicht. Weiß jemand, wie lang die sein dürfen? Können die dann auch einmal 3 Meter lang sein? Oder 5? Was seid ihr am liebsten? Ich meine, ihr wisst es eh. Wir machen mal ab und zu mal andere Streams, da wo ich nicht da sitze, ja, in dem halbwegs fest installierten Setup, sondern ich sitze manchmal dann da, dann stöpselt mein Nippelklötze zusammen oder Birgers Physikstunde kommt auch noch irgendwann und Chemiestunde und was weiß ich was für ein Scheiß. Kommt auch noch irgendwann, dann sitzen wir mal wieder links dort, vielleicht irgendwann an die Warhammer-Sachen, wo ich langsam wieder liebäugle damit. Wo ist der MRC, der soll sich freuen, der soll gefälligste Zeit in der Hosen kriegen. Und dann die gern, die kann man einfach nicht mehr kennen und mit dem Kabel, an dem es droh ist.
nehmen und da oben platzieren. Momentan läuft es so, dass ich alles abstecken muss. Die Cam, das Mikrofon, dann muss ich die zweite Cam aus dem Schubladen rausgreifen mit einer Verlängerung und dann das Kabel sporadisch da vom PC unten da umlegen. Jedes Mal wieder die Webcams da neu mounten und ausrichten und an die Halterung ohne da, damit eine von oben schaut, eine von vorn, damit es einigermaßen Spult hat. Und es nervt! Was soll ich machen? Ein USB-Kabel drum hätte ich gern. Bierscheiß, das ist einmal eine Idee. Ich habe ca. 20 USBs am PC und die meisten sind um die 2 bis 3 Meter. Das ist zwar schon wenig ungesund, aber es funkt alles. Ja, hast du eine 4K-Webcam, die du auch mit 4K betreibst. Wir hatten ja schon 2K gelangen, weil mehr Auflösung haben wir da herin ja sowieso nicht. Aber, weißt, und es ist ein Beutel, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist einfach doppelte Auflösung. Jetzt läuft 1080p, raufskaliert auf 1440p. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf einmal kannst du dann meine Bohrtour sehen. Und so ist es einfach bloß ein verschwommener Haufen Scheiße. Das ist zwar später auch, aber so wurscht. Zu viel am Hub? Nein, überhaupt nichts am Hub. Das ist ja das. Da mein Pip ist am Hub. Meine Tastatur und meine Maus ist an dem unteren Hub da dran. Und zugegeben, meine Tastatur hat nur hat zwei ein Kabel, das nicht oben geht, ein USB für die Tastatur selber und nur ein USB für eine USB-Verlängerung im Prinzip im Tastaturkabel, wo ich dann im USB hinten an der Tastatur was anstecken kann, da steckt mein Handy. Das muss nicht gehen, das steckt, ihr wisst, das habe ich schon 1000-mal gesagt, mein Handy liegt nur da, das habe ich sonst nie dabei. Das liegt da, hauptsächlich es kriegt einen Funken Strom, damit es nicht ausgeht, das war's. Und der Meister Höppler sagt, also grundlegend sage ich, dass dieser klassische Bandbreitenproblem ist, also im USB-Netzwerk, ja, also intern auf dem Mainboard. Ja, das. Kauft ihr das USB-Kabel von Anker? Ich weiß nicht, ob das ein gutes. Ich habe eine Anker Bluetooth-Box. Kannst du das mal zeigen, dass man es sich besser vorstellen kann? Was soll ich das machen? Kriegt da kein Mensch was. Wenn du sagst, das ist ein Schlaganfall, oder? Ja, kann ich aber heute nicht, weil die scheiß Webcam-Kabel zu kurz ist! Super geil, merci. Umziehen könnte die Lösung sein, alle anderen Vorschläge sind Blödsinn. Dann steck's halt an. PCI Express-Karte mit USB 3-Ports und eigenen Controller entlastet den USB-Controller auf dem Mainboard C fix. Kosten sowas. Amazon! Kostet Quante! PCI Express USB 3 oder nimm ich gleich 3.2, keine Ahnung! 3, kostet schon 14,85, kann nichts gescheit sein, an 2 USB-Ports drauf. Da ist eine. Die Super Geek 7-Port USB 3 PCI Express Erweiterungskarte, PCI Express Anschluss USB 3.2 in Klammern USB 3.1 Gen 1 Karte, interner Hub Converter Controller Card für Desktop PC Bandbreite bis zu 5 Gbps, Alter. Nimm 3. Also 3 steht eh dort, 3.0. Da haben SIM USB Anschlüsse. Das brauchst du mit. Habe ich überhaupt noch einen PCI Express Slot frei? Da steckt ja mein Capture Card drin. Und drüber eine 4090er, die so fett ist. Wie dein Mom! Darf ich schnell nachschauen oder läuft es da noch nicht davor? Oder muss ich jetzt schnell unter den Tisch graben? Bevor du drum stehst, sollst du mal erst einen Blick im PC werfen, ob du einen Platz hast. Das habe ich dir gerade vorab genommen. Ich halte nichts von Hubs, macht alles langsam. Kaufen! Schau mir, ob das Kabel gescheit drin ist. Aldi, arbeitest du bei 1&1, kann es sein. Oder die Mainboard-Anleitung googeln. Bei meinem hat keine Fans. Schau nach, drückt mir mal auf Like für den USB-Controller, das ist richtig. So, ich schaue jetzt schnell nach, ich bin in ungefähr 20 Sekunden wieder da. Währenddessen drückt sie auf den Like-Button. Okay? Wer das nicht tut, ist ein USB, ist Arbeit bei 1&1. Tschüss.
Da ist stockfinster da drin, ich sag nix! Moment! Brauchen wir das Handy leid. Das war so. Mit dem Handy einliedeln. So. Der Moment, wenn Taschenlampen-App schon Werbung hat. Flashbang! Das dafür. Wunderschön. Die Nummer. Juli. Nö! Nö! Also ja, ich habe einen freien Slot, der ist noch übrig, aber da steht die 4090 drüber. Kann ich nicht reinmachen? Kann ich nicht reinmachen? Ich bin nicht traurig, ist Nikolausi. Wenn er wieder hochkommt, alle aufhören zum Schreien, dann meint er hat was kaputt gemacht. Das war ein guter Witz gewesen, da habt ihr recht. Ungünstig. Birger hat's nicht so mit dem Einstecken. Nein, das habe ich keinen Platz nicht. Für, ja. 1 und 1, so haben sie schon versucht, das Gerät neu zu stellen. Waffeltrage schreibt: Ich denke, dass es ein Fall von Betriebsanleitung vom Motherboard lesen ist, denn du musst darauf achten, wie die PCI Express Karten gesteckt werden müssen, damit du Leitungen von PCI nicht aufteilst. Ja, aber... Okay, angenommen. Ich lese jetzt die Mainboard-Anleitung. Was ich mit Sicherheit damals da habe. Was genau hilft mir das? Dass ich einen USB-Port hinten irgendwo nicht anstecken darf. Birger, schau mit Discord Mimis. Marcel Birger, 1 von 2 Kundenzufriedenheit. Ah, das muss ich echt sagen. Hilft nicht, muss ich echt sagen. So. Was kann ich mit einer da? Ja. No. Sehr gut. Krieg von mir den Daumen nach oben. Und wieder zurück. Aber PCI Express hat doch mit USB nichts zu tun. Threadripper hat genug PCIe-Lanes. Ich habe keine Ahnung, was ihr labert. Soweit bin ich dann nicht drin in der Hardware-Geschichte, dass ich genau weiß, was das bedeuten könnte, ändern könnte, etc. Achtung, gute Idee, kauf einen externen USB-Port, bestenfalls mit USB. Ha! Was? Was? Hä? Ich hab doch externe USB-Hubs, aber die funktionieren alle nicht. Das geht mir voll auf den Sack. Haben Sie das Gerät schon mal? Die Frage ist, wer hat eine App für die Taschenlampen? Ich? Birger, wo? Frage ist der Hintergrundmusik aus dem Spiel Farthest Frontier. Erdnussbrot, jawohl. Tobi, mir jetzt wieder ein Zwickel, geil, mir jetzt wieder ein Fünfer. Hättest heute mal RGB erbaut, du Depp. Ja, richtig. Dann hätten wir zumindest 10 FPS mehr mit der Webcam. Frage ist der Hintergrund. Also, Threadripper ist eine CPU, die im Serverbereich verwendet werden und 2000 €. Okay, hat sich schon erledigt. Lasst mich Arzt, ich bin durch. Ja, ich sag schon, ihr Waffeltrage, erklär's. Was lese ich da außer? Ich verstehe es nicht. Ich meine, irgendwo werde ich meine Grafikkarten einstecken müssen. Ja, die steckt, was steckt. Dann ist ein drunter, habe ich so einen kleinen Slot. Da geht nichts hin, weil der Kühler von der 4090er drüber steht. Da kann ich nichts mehr einstecken. Und selbst wenn ich es mit Gewalt da irgendwo auch noch einstecken kann, dann ist ein Kühler blockiert von der 4090er. Das tun wir nicht. Dann habe ich noch einen PCI Express Slot unten, da steckt meine Capture Card drin. Also irgendwann, es wäre möglich, weil die Capture Card brauche ich nicht dauerhaft. Ja? Nach The Last of Us 2 werde ich wahrscheinlich eine ganze Zeit lang keine Playstation nicht brauchen. Da kann ich dann einmal die Arbeit machen und die Karten da wieder raus tun und dabei den USB-Port rein tun. Aber ja, an der Grafikkarte habe ich einen USB-C, nimm mal den. Da hat man an der Grafikkarte einen USB-C. Das ist nicht make sense. Das ist mit 250 Seiten nicht einfach zu erklären. Oh. Hast du nicht noch PCI Riser übrig vom Mining Rig? Warte mal. Momental, Momental!
Beantwortet das deine Frage? Möchtest du mir erzählen, das funktioniert? Glaubst du, dass ich in meinen 5000 Euro Rechner das Ding einlege dann, oder was? Ich möchte das nicht. Außerdem kann man das Ding auch nicht festschrauben irgendwie und dann hängt das da irgendwie. Ich gehe jetzt mal stark davon aus! Ich überlege gerade, das kann wirklich funktionieren, oder? Es geht ja auch wieder von USB auf USB und wenn ich da wieder SIM-USB-Ports drauf habe, wie soll denn das wieder gehen? Das macht keinen Sinn. Das ist wie wenn ich SIM-Wasserleitungen an einer anschließe und mich dann wundert, warum mir vor mir bloß noch ein Siebtel Wasser rauskommt. Das macht überhaupt keinen Sinn! Ah, der Sprecher schreibt es auch. PCI Express auf USB, auf PCI Express auf SIM-USB. Blödsinn! Mann, mir geht's voll auf den Sack. Solange man nicht weiß, wie viel Platz im Gehäuse ist, sind das alles nur Mutmaßungen. Es ist kein Platz im Gehäuse. Also nicht an die Slots zumindest. Es war schon nur Platz, aber jeder, der jetzt da oben angeschaftelt, weiß, wie groß ein 4090er Grafikkarten ist. Jeder. Wie Wichser! Kannst du ein Riser-Kabel in den PC-Slot unter den 4090 stecken und dann da der USB-Karten habe ich bei mir auch so, aber mit einer 3080er muss man lang, wie viel Platz oder. Ja, ich glaube eben nicht. Ich glaube eben nicht einmal, dass das Ding reingeht, ohne dass es nach unten birgt und das tue ich nicht. Ganz bestimmt nicht. Du hast dein Setup in letzter Zeit nicht verändert, oder? Nicht wirklich, ne? Außer halt vielleicht einmal hier und da USB-Kabel austauscht und so weiter und so fort. Interessant wäre zu wissen, ob OBS am Limit ist, weil der Cam FPS Flipper hat. Vielleicht liegt es ja auch nur an dem Drecks-Scheißprogramm. Ich sehe halt bei mir auch keine Flipper. Ich weiß nicht, was los ist. Momentan habe ich ein bisschen Internetproblem, aber jetzt geht's wieder. Wir haben auch da, steht tatsächlich auch dort ausgelassene Frames, 1,9%. Also irgendein Bäcker hat's und ich weiß nicht, was. Probieren wir mal schnell was. Was du beobacht. Einfach nur aus. Nein, das machen wir nicht. Und nur Apply. Machen wir so. Passt schon. Und zurück. Wasserkühler auf die 4090 und gut. Ja, freilich. Stefan, einfache Lösung. Neuer PC muss ich ja. Oder du fragst mir bei der NASA nach einem PC. In Zukunft wird es sowieso interessant, wenn dann alles elektrisches Gerät nur noch mit USB zu versorgen sein wird. Was ist mit einem extra PC, der nur für das Streaming-Grafik läuft? Das ist doch völlig utopisch, Alter. Ich kann mir doch nicht da einen 4.000-5.000 Euro Rechner herstellen und dann kaufen wir noch einen zweiten zum Streamen. Das ist völlig utopisch. Was soll das? Wegen die USB-Ports. Wichs einmal in einen USB-Slot rein, weil was soll schon passieren? Nix, da geht eh nicht. Ich glaube, mir wird nichts anderes übrig bleiben, wie wirklich das einmal nochmal komplett alles einmal abstecken. Alles. Also wirklich alles abstecken. Und dann wirklich systematisch schauen, welche Geräte wirklich nicht ausfallen dürfen. Wie zum Beispiel die Cam. Da bin ich mir sicher, von allen Geräten, die angesteckt sind, braucht die Cam mit Sicherheit am meisten Leistung. Das heißt, da kauft man sich dann einmal, weiß ich nicht, 2, 3 Meter, 4 Meter von einem richtigen aktiven USB-Kabel, was ich vorher gesagt habe, das kauft man sich einmal dazu, dann passt es. Was noch? Mikrofon, da ist auch ein sehr langes USB-Kabel dran. Da gehört eigentlich sowieso die Audiobox, die ich da habe, also diesen kleinen Vorverstärker gehört hier und dann gehört da mit einem XLR-Kabel hergegangen und dann fällt da auch nichts mehr. Das sind einmal die wichtigsten Sachen. Die 3 Mikrofone für den Podcast, da kann man Ähnliches machen. Ja. Was war, wenn du deinen alten Rechner als Streammaschine hernimmst? Den habe ich verkauft. Hast du schon mal aus- und eingeschaltet? Nie. Bist du sicher, er ist firm mit Linux? Oder mit deinem Linux-Scheiß, wo ich erst einmal, weiß ich nicht, einen Einschaltknopf vom PC selber programmieren muss, bevor ich mit der Scheiße anfange, bringe ich mich lieber um. Kannst du die Kerne einfach auf 2K stellen oder ist das wurscht? Nein, ich kann eben nicht. Es geht nur 1080p. Und wenn ich mir schon eine schweineteure scheiß Webcam kaufe mit einem scheiß teuren scheiß PC, dann hätte ich gern 2K in meiner Webcam! Geh doch mal genau die Einstellungen deiner Kamera durch. Da kann auch vieles falsch eingestellt sein. Vielleicht ist da was. Öfter mal die Einstellungen zurücksetzen. Das habe ich schon 1000-mal gemacht. Wenn ich jetzt abstecke und wieder anstecke,
dann kann es sein, dass es frisst, aus irgendeinem Grund, und auf einmal kann ich die größte Auflösung davon auf einmal auf 2K stellen. Steck es wieder ab, steck es wieder an, dann hat er wieder keinen Bock, dann geht es maximal bis 1080. Es ist nicht rekonstruierbar und das ist das, was mich narrisch macht. Also das ist eine Webcam, so ich dachte, das wäre eine richtige Kamera. Nein. Das AG mittlerweile, ich habe einen Camlink, der ist für den Podcast, habe ich mir den gekauft. Ist noch gar nicht so lange her. Camlink ist ein kleiner USB-Stick, steckt auch am USB drin übrigens, aber am Frontpanel vom Gehäuse, der ist aber nie in Benutzung. Also das ist das Camlink-Ding, sondern nur während dem Podcast. Da AG, dass ich das mit meiner Canon dann die Webcam da herstelle, bla, dann muss ich es jedes Mal abbauen, wenn wir einen Podcast aufnehmen, jeden Montag wieder hinbauen, am Freitag wieder abbauen, am Montag wieder hinbauen, leck mich. Ich will das nicht. Der Ego fragt mich, was für Headset kannst du empfehlen? Ich weiß ja, jeder wird jetzt wieder umeinander trenzen da drin mit die Bayer Dynamics, die ich da aufhab. Die hab ich bloß auf, weil es nicht anders geht. Das hier, SteelSeries Arctis 7 Pro, das beste Headset, das ich jemals hatte. Und da hast du schon, schreibt schon, der Camlink funktioniert auch nicht mehr. In der letzten Folge und in der vorletzten Folge, letzte Folge glaube ich. Nach einer Dreiviertelstunde denkt er sich einfach, hängen bleiben. Es nervt mich nur noch. Es nervt alles. Wann neues Mikrokondom in Blauheftel? Was ist das da? Das da in Blau? Nein, das soll schon schwarz sein, weil das immer so ein bisschen ins Beutel steht und das lenkt nur ab. Das mag ich nicht. Mit was ist die Cam angebunden? Also 3.0, 3.1 bzw. sogar 3.2 kann das sein, dass sie im falschen USB-Port am Renner steckt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube am 3.2er. Ich habe hinten am Mainboard 4 oder 6, ich glaube sogar 6 3.2er und 4 3.0er. Windows sagt, oh, es ist mit USB 3.0 verbunden. Stimmt aber nicht. Wo hängt denn generell am PC alles? Was hängt denn generell am PC alles? Tastatur, Maus, Stream Deck, 3 Monitore, Webcam 1. USB-Hub mit meiner Rauchding mit einer SD-Karten drin. Nur ein USB-Port, wo eben Maus, Tastatur und der USB-Verlängerung von der Tastatur angesteckt ist, wo nur mein Handy angesteckt ist. Dann ein USB-Hub da ums Eck, wo mein Headset mit der Bluetooth-Verbindung, die hängt zentral im Zimmer, damit ich weiter nach vorn gehen kann und weiter schmerzen kann, nicht direkt da. Wird oft missbraucht dann im Podcast, stecke ich das aus, das Verlängerungskabel her, stecke dann 3 Mikrofone an, die 3 kleinen Podcast-Mikrofone. Was hängt noch dran? Das Mikrofon da natürlich. Dann ein Verlängerungskabel, ein langes USB-Kabel zum Anstecker von meinem schnurlosen Headset, wenn der Akku leer wird. Haben wir noch? Es steckt halt ein Haufen Scheiß dran, ich sag ja. Ja, kein Mensch hat normalerweise so viel Scheiß am PC dran hängen. Ist mir auch klar. Aber es muss doch irgendwie gehen! Das kann schon stimmen, dass es über 3.0 verbunden ist, wenn die Kamera kein 3.2 kann. Ja gut, aber dann darf ja auch nichts fein. Oder? Ihr wollt einen Blätschmerz machen, stattdessen gibt es 2 Stunden Community Tech Support. Stimmt eigentlich. Wir können mir vielleicht auch einfach... Leg mir am Arsch mit deinem USB-Port mal irgendjemand in den Chat einschreiben. Einigen wir uns da drauf. Mr. Genius, mir ist wieder ein Zwickel, habe ich Derry und Nikolaus, habe ich Derry zurück. Da muss ein zweiter PC her, ja. Und für den Streaming-PC, damit der auch nicht zu ausgelastet ist, bauen wir noch einen Streaming-PC daneben unter den Tisch ein. Das ist eine gute Idee. Gute Idee. Stefan schreibt wieder Kamera hin, ich seh da nichts bei mir. Sag ich dir, was ist. Aber ich seh da auch ausgelassene Frames und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich sag das, was ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Das macht überhaupt keinen Sinn. Meine Internetleitung spackt ein wenig umeinander, keine Ahnung wieso. Leg mir am Arsch. Oh, den Scheiß zu. So, es läuft halt auch sonst nichts. Ne? Hau ab jetzt mit dem Dreck! Da, das Toschi wenigstens. Bobby Weihnachten! Okay, der USB-Scheiß ist doch mir wurscht, du wolltest es so. Passt. So, leg mir am Arsch mit deinem scheiß depperten USB. Passt, so. Themawechsel. Geht's noch ein neues Thema? Los, Thema! Los! Über was unterhalten wir uns? Erzähl mal einen Witz. Rufen Sie 2, einer kommt nicht. Rufen wir 1 und 1. Das ist schön. Ricky schreibt, Aussicht für 2024. Gute Frage.
Was wünscht euch denn für also was jetzt den Kanal, was den Content betrifft, was wünscht euch ihr für 2024? Ich finde, ich meine, ich befasse mich doch sehr viel mit dem Thema Gaming. Natürlich noch viel mehr, da ich weiß, wir streamen hier ab und zu mal. Tobi, merci, hast du eigentlich ein Postfach, wo man Fangeschenke hinschicken kann? Nein, sonst geht's mir wie im Knossi. Schick mir einen Haufen Scheiße, das tue ich mir nicht an. Tobi, merci dir. Und ich sehe 2024 fein nicht viel kommen, wo ich sage, da warte ich drauf, ich weiß halt nichts. Also ich weiß halt gar nichts, um ehrlich zu sein. Jurassic Park Survival, schaust du das an? Wollt ihr mal schnell 2 Minuten Bürger besänft? Oder sollen wir das noch im Urlaub in einem kurzen Video machen? Was ist euch lieber? Den Trailer können wir uns gerne anschauen. Ich hab ihn zwar schon gesehen, aber ist egal. Es kommt, für die gar nicht wissen, was labert der, es kommt mit dem Jurassic Park Franchise versehenes Survival-Spiel. Machen wir Bürger besänft. Machen wir Bürger besänft. Achtung! Jurassic Park Survival. Da ist ein Trailer gekommen. Ich weiß, der Trailer dauert 2 Minuten 15. Wir werden es nicht so machen wie beim GTA 6 Trailer, dass wir es uns erst ganz so schauen und ich gebe meinen Kommentar dazu und dann slingen wir jede Szene. Wir machen das direkt on demand. Okay? Also ich werde mitten unter dem Trailer die Pause-Taste drücken. Machen wir das so, passt. Denkst du, GTA 6 wird gut oder ein Flop wie ein paar große Spiele? GTA 6 wird ein 96% Aufwärtsspiel. Biermann! Ich hab beim DJ angerufen, der hat aber aufgelegt. Ach, leck. Ich sag's jetzt, wie es ist. Und wenn's 5.000 Euro aneinander schmeißt. Ach. Nein, ich sag's nicht. Nein, ich sag's nicht. So, jetzt mal so hart. Wo sind wir? Da sind wir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir schauen uns jetzt kurz den Jurassic Park Survival Trailer an und werden ihn kurz auseinandernehmen und sagen, was für ein Riesenhaufen sehen wir dann. Los geht's. Make content inappropriate for children. A child. Und los. Wohlgemerkt. I own an island off the coast of Costa Rica. Ja, und schon ist der Stream wieder entmonetarisiert. An alle, die nachschauen. Es ist gut möglich, dass während wir diesen Trailer begutachten, kein Ton laufen wird, weil ich jetzt schon wieder rieche, dass dieser verdammte Stream, der 2 Stunden dauert, wegen einem 15 Sekunden Musikschnipsel geclaimed ist und am Arsch ist. Okay? Wichtige Information im Trailer. Erstens, bei der Musik muss sofort jedem Gänsehaut laufen. Das ist wichtig für nachher. Zweitens, Pre-Rendered Footage. Das bedeutet, das ist keine Ingame-Grafik. Pre-rendered heißt, diese Bilder sind vorab gerendert. Das ist nichts anderes wie ein Video im Prinzip. Da muss dann, wenn das einmal gerendert ist, keine Maschine mehr dastehen und das berechnen, was da gerade passiert. Das ist nichts Besonderes. Und das Erste, was passiert, Hashtag Nostalgie-Level 9000. Really spectacular, spared no expense. For this place. Nostalgie, der umdrehte Jeep. Nostalgie, Jurassic T-Rex-Szene. Nostalgie, das, ich nenne es jetzt mal Museum, wo am Schluss dann drin. Nostalgie, das ist das Skelett, das T-Rex-Skelett, das am Schluss vom ersten Teil kaputt geht. This is Dr. Maya Joshi. I've been left behind on Isla Nublar. Isla Nublar ist natürlich die erste Insel aus dem ersten Jurassic Park von 1993. Wer sie ist, weiß keine alte Sau. Den Ton kennt jeder. Nostalgie. Wird jetzt noch gleich viel schlimmer. Die Lampen. Mir fällt gerade nicht von der Blonden der Name ein, die auch mit der Lampen umeinander tut und dann in das Velociraptor, also in den Generatorraum umgeht und dann von den Raptoren verfolgt wird und dann da drin von Raptoren angegriffen wird. Hat dieselbe Taschenlampe in der Hand.
Jedem dürfte diese Küche bekannt vorkommen. Jedem dürfte diese Szene bekannt vorkommen. Schaut Vierer. Rate mal, wer reinkommt. Ja, war doch kein Raptor. Komisch. Die lustige Hand, die man im Film sieht, die den Raptor steuert, müsst ihr mal drauf aufpassen. Das ist ein Filmfehler, der ist seit Anfang an in Jurassic Park 1 drin. Da gibt es eine ganz markante Szene, genau da in dieser Küche, wenn die zwei Kinder da drin sind und sie verstecken. Und dann da kommt erst die Ansage, Velociraptoren sind super schlau und keine Ahnung. Und in der nächsten Szene, damit der dumme Zuschauer kapiert, okay, jetzt kann er Türen aufmachen, dann macht sich der Raptor die Tür auf und dann stehen doch diese beiden Raptoren in der Tür drin. Und genau in der Szene, die dauert 3-4 Sekunden, da schaut die Kamera von der Seite von der Küche Richtung der Tür, da wenn du hinschaust, siehst du hinten eine menschliche Schulter und einen Arm, der den Raptoren steuert. Bis heute in dem Film drin. Nostalgie, Taschenlampe, Nostalgie, Küche. Bloß, dass kein Raptor nicht rumläuft. Natürlich die Schöpfkelle, die da rumschäbert, das ist, da täuscht Lex. Da ist dann Tono, damit sie ablenkt, damit klein Timmy dann etwas tun kann. Sie lenkt es halt so ab. Jeder kennt diese Tiefkühlkammer. Das ist die, wo der kleine Timmy dann hinläuft und den Raptor reintut mit seinen zusammenprasselnden Händen und den dann da drin einsperrt. Das ist ein einziger Nostalgie-Trip bis jetzt. Jetzt sind wir seit einer Minute da drin und ich weiß, wie viele Filmanspielungen sollen in den Trailer rein? Ja. Wie viel Gameplay-Hinweise, was kann das werden, sollen in den Trailer rein? Halt dein Maul. Ganz markant. Funkgerät. Selbst das, wie der Dino um die Ecke schaut. Mit dem. Selbst das ist nur aus dem Film rausgekratzt. Hör auf! Ikonischer wird's jetzt nicht mehr. Warum da nicht Jurassic Park oben drauf steht, weiß ich nicht. Weiß nicht, Diggi. Und ich lese im Chat schon, warum dort Mia Khalifa die Hauptrolle spielt. Das weiß auch keine Sau. Okay, ich bin schon stark. Das war von innen draußen, steht Jurassic Park. Ja, bin schon stark. Ja, jeder weiß, was jetzt kommt. Jeder weiß, der den Trailer nicht gesehen hat, aber den Film kennt und mag, weiß, was jetzt kommt. Nämlich die ikonische Szene, wo das Wasser da drin zusammenprügelt wird, während der T-Rex dahersteppt. Nostalgie, 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 Nostalgie. Wollt nicht starten oder wirf eine rote Fackel auf Zeiten? Oh, ist ja eine rote Fackel! So. Mein 8-jähriges Ich sitzt gerade da und fragt sich, was ist das in meiner Hose? Mama, was ist das in meiner Hose? Tut so gut, wenn ich fasse an. Ja, ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn. Ich habe OG die Dinomania damals mitgemacht. Ja, ich war dabei, Gandalf, vor 3000 Jahren. Aber wenn ich einen Trailer mit so viel Nostalgie, jetzt kommt aber das erwachsene, vernünftige Ich, das die letzten Jahre der Gaming-Industrie mitgemacht hat, wenn ich einen Trailer mit 4 Sekunden pre-rendered Gameplay am Schluss, aber mit 98% Nostalgie-Trailer, wo ich mich wirklich frage,
Alter, was ist das für ein Anspielungsgewitter? Wenn ich so viel davon reinscheißen muss, dann weiß ich ganz genau, was da für eine beschissene, hingerotzte Scheiße auf uns zukommt. Ich ohne Scheiß, ich rieche es auf 1.000.000 Kilometer. Der Burning Crusade fragt, Lizenz spielt, okay, ich schwer davon aus, weil es sind Originalmusik, Original-Logos etc., Original-Karren da drin, der ganze Nostalgie-Trip, du kannst vergessen. Weh, ihr bestellt das vor. Für das bin ich wieder da. Wir werden es spät, wenn es kommt, wir werden es im Stream spielen. Und dann wird es gnadenlos abgestraft, wenn es ein riesengroßer Haufen Scheiße ist. Nur dazu, es sagt mir das Gameplay da am Schluss absolut gar nichts. Erstens pre-rendered. Das heißt, es ist keine realistische Ingame-Szene. Das ist eine vorgerendertes Irgendwas. Ja, rendet da ein bisschen umeinander, du, ich sehe einen Schatten von einem Dino. Ja, wow, das sagt mir genau gar nichts. Am Schluss mache ich ein Deal zu, dann beißt der T-Rex rein. Ja, wow, das sagt mir auch genau gar nichts. Was ist jetzt? Ist ein Open-World-Survival? Sowas wie, also ein Sandbox-Survival? Sowas wie Ark oder wie DayZ oder wie... Keine Ahnung, da wo ich theoretisch rumgurken kann machen, was ich will, Base bauen, die typische Scheiße, die darf nicht verhungern und überall ein Viecher und ich kann Sachen looten und muss überleben. Oder ist es ein Singleplayer-Spiel, sowas wie Dino Crisis damals, das Paralleluniversum zu Resident Evil mit Dinos. Wo ihr Story habt, Story-driven, ein bisschen seinen Anschein macht, weil sie funkt ja da mit irgendjemandem und so weiter, keine Ahnung. Vielleicht, ja, das spreng ich jetzt nicht ganz so. Ich vermute Dead by Daylight mit Dinos. Das kann auch sein. Ist durchaus möglich. Du spielst eine Person, also ein asynchrones Multiplayer, nennen sie es einfach Multiplayer-Geficke, keine Ahnung. Einer spielt die Mia Khalifa, dann darf sie mich auch wieder Sinn machen, warum die da drin ist. Weil dann kommen sie andere super, was ist denn Mia Khalifa eigentlich? Ist das Influencerin? Ich hab doch keine Ahnung. Ich schaue diese Rotze nicht an, weil sie die Scheiße anschaut, dem bleibt nach 4 Minuten sowieso was hinstehen. Dann kannst du beim nächsten Mal dann, weiß ich nicht, einen Lionel Messi kaufen, wie er vom T-Rex davor läuft. Wie ein, keine Ahnung. Und der Rest spielt Dinos. Gehst rein und ja, ich muss einen Messi fressen. Oh, der kleine Teufel ist so schnell. Wo? Wo? Ach, ist eine Pornodarstellerin. Da weiß ich normalerweise eigentlich schon Bescheid. Vielleicht weiß ich Bescheid, ich sag's bloß nicht. So. Zurück zum Programm! Ich warne euch, ja nicht vorbestellen. Ja nicht vorbestellen. Okay? Im Ernst, ich hab nicht gewusst, dass Mia Khalifa eine Pornodarstellerin ist. Hab ich nicht gewusst. Keine Ahnung. Vielleicht so wie Alien Isolation. Ja, es ist ein absolut nichtssagender Trailer. Außer, dass meine Generation und vielleicht noch die vor mir vor dem Trailer sitzt und sie denkt, oh, Jurassic Park, pre-order now. Weil am ersten Tag ist es mit Sicherheit ausverkauft im Internet. Sie haben handhaben wie The Day Before. Und ich erwarte ein ähnliches, ja gut, nicht ganz, also The Day Before war schon ein ganz krass Todesdesaster. So ein Desaster erwarte ich kein zweites Mal, aber ich riech's bis daher, dass das ein absoluter Haufen Scheiße wird. Sag ich dir, was es ist. Ich werde es kaufen, ich werde es euch zeigen. Vielleicht gibt es eine gute Rezension ab. Tobi, im ersten wieder ein Euro, die habe ich übersehen. Weiß ich nicht, ob der Diamond Painting was sagt, aber für mich ist das Entspannung pur. Kannst richtig gut abschalten vom Tag und von der Arbeit, gerade nach 12 Stunden Schicht wie heute. Und ich würde da gern ein personalisiertes schenken, aber da du kein Postfahrer hast, ist schon. Was ist ein Diamond Painting? Tobi, du sollst dich dabei entspannen und nicht den Druck verspüren, dass du mir das Ding eventuell schenkst. Das ist nett, vielen Dank dafür. Aber du sollst dich dabei entspannen und dir nicht denken, oh mein Gott, das muss unfassbar krass gut werden. Das ist die Schengenbürger, keine Ahnung. Dann ist nämlich das mit deiner Entspannung gleich wieder vorbei. Dankeschön.
Bimixer! Schau dir mal Contraband Police an, ist ganz lustig, so als Zwischenspiel vielleicht. Die restlichen Sachen, die postet mir ins Discord rein, schaue ich gerne an, sagt man nämlich jetzt auch gerade nichts, Contraband Police. Mittlerweile kommen so viele Indie-Spiele, das kann kein Mensch mehr irgendwie vor seinem geistigen Auge behalten, das geht nicht. Das Föchschen und das Wölfchen schreibt auch was, aber das Föchschen schreibt gerade was Interessantes. Das würde ich mir auch wünschen, seit dem Resident Evil 2 Remake damals. Wenn wir angefangen haben zum Streamen, vor fast 5 Jahren. Ein neues Dino Crisis wäre unfassbar geil. Das wäre es wohl. Und zwar genau auf dieselbe Stufe hieven wir damals Resident Evil 2, war ich sofort dabei. Sofort auf der Stelle. Geil. Birger, was hältst du von Frostpunk? Eines der besten Aufbaustrategiespiele, die es gibt. Ich weiß gar nicht, ob man das so Aufbaustrategiespiel nennen darf. Deswegen haben wir es auch im Stream noch nicht gespielt, weil ich das Offstream gesuchtet habe. Das bringt nichts mehr. Richtig gut. Kriegt 10 von 10 von mir. Eines der besten Strategiespiele jemals. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Zitronenbahn! Jetzt wieder entwickelt. Sag mal, du bist doch Battle Brother Narr. Ja, ich darf mich jetzt nicht als Hardcore Battle Brother Narr bezeichnen, aber wenn ich mal drin bin, ein bisschen ja. Hast du eigentlich den War Tales gespielt oder wäre das was für dich? 2024. Was war War Tales? Ich bin so behindert, was war War Tales? Da bin ich nicht warm geworden damit. Das habe ich sogar. Das habe ich auch einmal für einen Stream vorgesehen. Sollen wir das im Stream vielleicht einfach mal spielen? War Tales. Hört sich gut an. Weißt du was? Machen wir doch den Streamplan auf, zumindest meine kleine Baby-Excel-Listen da. Da haben wir doch mal War Tales dazu. Hä? Allgemeine Games. Da habe ich noch, in der Sommerpause tue ich das gerne, da schaue ich mir meinen Plan an und schreibe mir zumindest ein paar Spiele aus, da schauen wir viel Trailer an und entscheide dann, das kann Sinn machen, das kann Sinn machen, das kann Sinn machen. Schauen wir mal. Da steht jetzt noch drin Lies of Pi. Haben wir schon gespielt, das werden wir nicht nochmal spielen, sag ich dir, wie es ist. Path of Exile 2 habe ich doch tatsächlich mir aufgeschrieben, weil sie irgendwie kosten hat, so im Dezember kann der Alpha kommen. Wird nix. Ich empfehle jedem, der Diablo gern spielt und jedem, der Diablo 4 gut findet. Schaut euch den letzten Path of Exile 2 Trailer an, die Demonstration von der Ranged-Klasse mit den Crossbows. Alter. Es ist jetzt kein Diablo-Hate. Ich habe viele Stunden, ich habe über 200 Stunden Diablo gespielt, seitdem es da ist. Jede Season, letzte Season 2 auf Level 100 gespielt, etc. Die Endgame-Mechanik, die käme, ist absoluter Scheiß aus Schrott. Die habe ich nicht kurz angeschaut und dann liegen lassen. Schaut euch den Trailer allein in diesem Trailer. Das ist ein reiner Gameplay-Trailer. Nicht wie ein scheiß Blizzard, da wo du wieder mit irgendeinem scheiß Pre-Rendered-Trailer angefixt wirst und du denkst, oh, wow, geil, und dann ist er hingerotzt, der liebloser Haufen Scheiße. Es ist ein 10 Viertelstunde, 20 Minuten Gameplay-Trailer, wo der Game Director selber ein Voice-Over macht und erklärt, wie es funktioniert und was abgeht. Ich schwöre dir bei Gott, alleine diese Klasse mit den Crossbows wischt mit Diablo 4 einen Bund zusammen. Jetzt schon. Das Path of Exile 2 werden wir genau dasselbe machen wie mit Diablo 4. Da wird der Marathon angekündigt. Den werde ich wieder nicht länger wie 3 Tage aushalten, weil ich dann wieder nicht mehr schmerzen kann. Aber wenn das rauskommt, sind wir am Start. Da wird sich Urlaub genommen und damit reingezockt wie bei den geistig Behinderten. Los. Wer hat Bock drauf? Ab in den Chat. Dann habe ich noch God of War 2 dort stehen. Sage ich euch ganz ehrlich, God of War 2 ist ein zu langer Schinken, das passt nicht für einen Stream. Das glaube ich ist 1, 2, maximal 3 Streams ganz geil. Aber ansonsten ist es einfach nur mit dem Hacke rumgekloppe und es wird irgendwann langweilig. Sowohl, und das eher zum Zuschauen. Beim Stream ist immer wichtig, finde ich, also so, das ist so ein Kriterium für mich, da haben wir auch schon vielleicht ein paar Mal drüber geredet, das muss schon auch zum Zuschauen ganz nett sein. Und da ist der God of War einfach zu stumpf. Wer jetzt wieder in den Simp-Modus verfällt und mir verzeiht, oh, God of War, best game ever, das weiß ich, dass das Spiel unfassbar gut ist, aber nicht zum Zuschauen. Raus aus der Liste. Dann Horrorspiele habe ich auch dort stehen für den Horror Oktober. Amnesia, ja, das war ein ganz großer Einfall, Birger. Ganz, ganz gut gewählt. The Grey Hill Incident, das ist dieses Alien-Spiel. Habe ich gestrichen und absolute Scheißbewertungen gekriegt. Und Layers of Fears haben wir auch nicht gespielt. Also irgendwie ist schon auffällig, wir haben nicht ein einziges Spiel, von 3 haben wir gespielt tatsächlich. Aber ist wurscht. Dann habe ich noch Indie-Games aufgeschrieben. Under, weiß ich schon gar nicht mehr, was das war. U-Boat, auf das habe ich Bock. Auf das hätte ich Bock. Du bist der U-Boot-Kommandant. So auf realistisch getrimmt. Oh, Sprengi, das stimmt. Retro-Reise. Wir schauen mal, Retro-Reise schreibe ich auf. Ja. Schreibe ich auf. So macht Retro-Reise. Und zwar Warcraft. Haben wir Warcraft? Haben wir mir Warcraft gemacht?
so lange her, dass ich es nicht mehr weiß. Warte mal. Haben wir mir Retro? Alte Sims-Spiele? Nein, Diablo haben wir gemacht, nicht Warcraft. Warcraft wollte ich aber mal. Ja, das ist gut, das ist eine gute Idee, springe. Warcraft. Fallout. Was haben wir noch? Ja, StarCraft ist zu kurz. Da habe ich 2 Spiele. Aber StarCraft ist so wichtig. Retro-Reise Call of Duty. Also jeder, der das Format hat es nicht oft gegeben, wenn man das Format nennen kann. Das haben wir 3-mal gemacht. Da nehme ich gern alte Spieleserien, die sie bis heute durchziehen. Ja? Und dann spielen wir alle kurz an. Das heißt, auch noch war auch gar nicht so schlau, aber auch noch haben auch wahrscheinlich zu viele Teile. Ja, ist ja wurscht, dann streckt man einen Stream auf 3 Stunden, das geht dann schon. Wir sehen halt nicht viel von jedem Spiel, aber um das geht es so ein bisschen, um in einem Zug. Da geht es nicht darum, alte Spiele zum Spielen, das ist keine Retro-Reise. Die Retro-Reise ist eher so gedacht mit, wir schauen uns Fallout an so, spielen wir so 10 Minuten rein. Dass man einfach kurz sehen wirst, Grafik, wie haben die Menüs damals gewesen, wie funktionieren Dialoge, wie schaut alles aus und so weiter. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, halbe Stunde, raus, rein in Fallout 2. Schauen wir an, was hat sich da, wann ist das rausgekommen, ich erzähle ein bisschen was zu dem Spiel. Am besten natürlich Spiele, die ich damals auch selber gespielt habe. Ich sage ganz ehrlich, Fallout 1 habe ich nicht gespielt, aber Fallout 2 habe ich nie verstanden, da war ich einfach zu klar, habe nur Scheiße gemacht, da werde ich mich an nichts mehr erinnern. Aber dann Fallout 3, das habe ich reingesucht wie ein Behinderter, dann Fallout New Vegas, dann Fallout 4 und dann Fallout 76, dass wir das alles in einem Stream sehen. Doom haben wir schon. Das habe ich ein bisschen anders konzipiert, da habe ich einfach frühere Shooter genommen, da haben wir uns Wolfenstein angeschaut, da haben wir uns Doom angeschaut, da haben wir uns... War Unreal auch schon dabei? Weiß ich nicht mehr. Half-Life, die wichtigsten Shooter halt von damals. So, das ist so die Idee der Retro-Reise. Fallout hört sich gut an. Resident Evil hört sich eigentlich auch gut an. Resident Evil da sich eigentlich auch gut an. Es ist halt ein bisschen schwierig, dann muss ich 10 verschiedene Resident Evil installieren. Und von Resident Evil gibt es ja nicht bloß die 10 Teile von der Hauptreihe, sondern auch noch Ableger. Assassin's Creed ist kein Retro-Spiel. Ich rede da hauptsächlich von PlayStation 1 Ära und noch früher. Da muss das angefangen haben. Dann ist das für mich ein Retro-Spiel. Von Pong gibt es nicht mehr Teile. Da können wir nicht, also ja, gibt's schon, aber du weißt das schon, wie ich meine. Aber Warcraft und Fallout ist ja eh schon mal was. Mit Fallout wird eh schon schwierig. Fallout 1, 2, 3, Vegas, 4 und 76, das sind 6 Spiele in einem Stream. Schwierig. Metal Gear, ja, ich bin nie so warm geworden mit Metal Gear. Deswegen kann ich da nicht so viel dazu verzeihen. Ich hab's 1 gespielt, ja, aber ich war nicht so gehypt davon, wie, ja, Tomb Raider ist eine gute Idee. Da geht es mir eher in einem Stream zum Singen, wie hat sich das weiterentwickelt. Ja? Damit man wirklich am Anfang. Oh, GTA. Oh, GTA, natürlich bin ich da nicht. Auf GTA, glaube ich, bin ich sogar schon gekommen. Ich habe immer noch einen Retro-Ordner bei mir auf dem Desktop von damals, der ist über 1,5 Jahre da schon dort. Und eine PC-Sicherung habe ich. Ja, genau. Und da habe ich mir Spiele drin und eine Textdatei ist auch drin, was für Spieleserien, da steht auch GTA natürlich dabei. Und da kann ich sehr wohl was dazu sagen, weil da habe ich alle gespielt, auch das 1 schon. Da gibt es aber auch so viel. Da gibt es ein GTA, dann gibt es GTA London. Und GTA London damals war, ich weiß nicht mehr, ob das ein DLC war für GTA 1 oder ob das ein eigenständiges Spiel war, weiß ich nicht. Aber es war dasselbe Engine, hat genau gleich ausgeschaut, ist vielleicht gar nicht so unfassbar wichtig. GTA 2 habe ich auch gehabt, da war schon ein großer Grafiksprung, damals zumindest. Und GTA 3 war halt dann der Wahnsinn. Also das war, keine Ahnung, das hat ja 5 Generationen übersprungen, der hat es an jeden Shell zerrissen. GTA 4 nochmal, GTA 5 nochmal. Und das ist ja schön zum Sehen dann, so du fängst in dieser Pixel-Kack-Grafik von 1995 an und bist dann bei GTA 5, was sie da in den letzten 20 Jahren eigentlich da hat. Und ich glaube, das ist ja ganz interessant auch für Leute, die gar nicht so viel spielen. Ja, einfach mal zum Sehen, so leck mich am Arsch, Alter. Marathon! Oder zu weit zurück. Was ist... Ich weiß nicht, was Marathon ist, das kenne ich nicht. Command & Conquer, ja... Set the Game, ich habe es geliebt, das habe ich auch geliebt. Ich habe auch Command & Conquer 1 und Alarmstufe Rot, also das ursprüngliche, nicht Alarmstufe Rot 2, sondern Command & Conquer 2 im Prinzip habe ich auch hart gesuchtet, das habe ich sogar kaputt gemacht, das habe ich auf der Playstation gehabt. Mein habe ich da geflucht, ohne Maus mit dem Gameplay, ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe, war ja ein kleiner Hosenbiesler. Z ist halt
wie Dune. Ich glaube, Dune ist, sogar das allererste Realtime-Strategiespiel ever. Und hat das Genre erfunden, wenn man so will. Das habe ich aber nicht gespielt, da war ich zu jung. Sowas auch. Ja, also die Urväter des Gamings einfach mal anschauen. Und dann schaut man sich, wie wir es halt mit Doom gemacht haben. Doom, Duke Nukem 3D, Wolfenstein und Unreal und so. Da können wir uns einmal die allerersten RTS-Games anschauen. Warcraft 1 gehört für mich auf alle Fälle dazu. Wobei Warcraft eine eigene Serie ist. Geht zwar bloß bis Warcraft 3, aber ist ja wurscht. Da siehst du auch richtig schöne Stufen mit der Grafik, mit der Steuerung und wie sich das weiterentwickelt. Das ist eine gute Idee, Sprengi. Kommt auf die Liste. Habe ich wieder mal Bock, ja. Es ist jetzt sehr viel Vorbereitung, weil ich gern dann ein bisschen über das Spiel erzähle und Daten und so weiter. So wie es eine kleine Dokumentation und das live machen ist nicht ganz einfach. Ja, dann habe ich natürlich The Last of Us 2 steht immer noch drin, das lassen wir auch noch mal drin und ich habe Uncharted 4 drin steht. Das wird wahrscheinlich unmittelbar nach The Last of Us 2 kommen, wenn ihr Bock drauf habt. Dann steht natürlich DayZ auf der Liste. Hab eine gute Nachricht. Nach Weihnachten, Montag, 8. Januar, werden wir mit straight mit DayZ anfangen. Ich habe schon einige Ideen, wie wir das mit dem eigenen Server machen und wie wir den interessant halten und den in Seasons aufteilen, damit ihr was zum Tor habt. Ich möchte den Server so voll haben, wie es nicht gerade irgendwie geht. Ich meine, das ist ja eh klar. Und ein bisschen ein Problem, das mit dem eigenen DayZ-Server einhergeht, ist, dass ich natürlich dann auf meinem eigenen Server rumrenne und da ein Stream und ihr alle wisst, wo ich bin. Und dann dauert es genau 2 Minuten und ich bin entweder tot oder ich werde von 50 Leuten umzingelt und was ist das dann? Das ist gerade DayZ nicht, wenn ich zu 50 in einem Haufen aufeinander laufe. Darum müssen wir uns da was ausdenken. Und zwar habe ich mir da einiges ausgedacht. Events auf dem Server von King of the Hill zu Airdrops, zu spezielle Bossfights. Ich habe einen Gulag gebaut. Habe ich am Montag wahrscheinlich, ist mir Zeit, das werde ich noch ein paar Mal erzählen. Ich habe einen Gulag gebaut, das heißt, ich habe die Map selber umbaut, soweit mir das möglich war, mit Container rundum und so weiter. Und das wird Birgers Busen-Gulag. Der Server heißt übrigens Birgers Busenbude. Kennt zu, kann ja jeder schon joinen. Ist momentan nur ein 20-Slot-Server, geht's rauf, spielt's. Es läuft das Grundgerüst schon fast fertig. Da werden wir Events machen drin. One-on-Ones, Two-on-Twos, Turniere. 5 gegen 5, 1 gegen 5 Bären. Rundherum habe ich eine Tribüne gebaut, da könnt ihr euch alle draufstehen. Kann man uns eigentlich mal anschauen schnell? Schnell. Nein, jetzt nicht. Last of Us 2, Under U-Boat, Cosmo-Tier habe ich noch nicht drauf, Zero Sievert steht drauf, Dredge habe ich offstream gespielt, das muss ich weg da. We Were Here Together hat mir noch irgendjemand gesagt und Darkest Dungeon 2, das hat mich auch schon lange interessieren. So, War Tales. Allgemeine Game, da haben wir War Tales dazu. War Tales ist, wie gesagt, ich bin nicht auf die schnelle Warmwunder damit und seit, ich glaube, ich habe nicht einmal 20 Minuten Spielzeit nicht so wirklich kapiert und blub. Wir schauen wir uns nachher noch schnell an DayZ Gulag an. Ich mag ihn auch Herz sagen, weil ich wissen möchte, was sagt's. Wenn ich sowas schon mal baue, ich kenne mich ja nicht aus damit, ich wachse die ganze Woche gerade so ein bisschen hinein in die Serververwaltung und mittlerweile habe ich schon einigermaßen durchschaut, wie es funktioniert und so. Ja, macht Spaß auf alle Fälle. Zeige ich euch noch. Ja. City Skylines 2. Ja, ist da mittlerweile, weiß das irgendjemand, ist da mittlerweile ein Performance-Hotfix gekommen? Weil es soll ja unfassbar schlecht laufen. Also performance-technisch. Also ruckel, bla bla bla. Weil offensichtlich von jedem kleinen Sim, der da umeinander läuft, also von jeder kleinen Person, die da umeinander läuft in einer Städtesimulation, werden sogar die Zähne gerendert. Da wo ich sage, who the fuck needs that shit? Der Wandler schreibt, ja, mehrere ist schon besser, aber passt, kommt auf die Liste. Wunderbar. Lass mich überlegen. Ja, Cities. Wie schreibst du Cities, Birger? Ist behindert? Cities Skylines. Skyline oder Skylines? Ist eh wurscht. Ich weiß, was gemeint ist. Ja, The Last of Us kann ich da auslöschen, das spielen wir so und so fertig. Das wandert dann, also es wird der Januar wird folgendermaßen ausschauen. Montag, DayZ, Mittwoch The Last of Us. Was wir mir im Januar beginnen werden, ich werde mindestens 2-mal am Wochenende Stream machen, also am Freitag oder Samstag oder sonst irgendwas. Da werden wir mir The Last of Us ein bisschen Meta machen, damit wir das fertig kriegen. Aber sonst brauchen wir da bis März dazu. Wir brauchen mindestens nochmal 6 Streams Minimum und das darf ich gerne verkürzen auf 4. Ja, dass das dann nach 2 Wochen, nach 3 Wochen nach der Weihnachtspause The Last of Us durch ist. Und dann ist die Frage, möchte ich gleich nochmal so ein langes Spiel da haben mit Uncharted 4?
Weiß ich nicht. Da ballert man dann dazwischen zur Abwechslung neben DayZ, wo ich natürlich sehr hoffe, dass wir das mal länger DayZ im Stream spielen, wenn ich schon einen Server kaufe und miete, der dann wahrscheinlich, wenn wir einen 60-Slot-Server draus machen und einen Hardware auftragen, der kostet dann auch ein wenig Geld, so ist es nicht. Dass da mehrere Streams außerfallen als bloß 2 wie letztes Jahr. Aber ich glaube schon, ich habe mir einiges ausgedacht für Seasons für euch, wo wir jede Woche einen Server, neue Mods dazu, der neue Spielmechaniken dazu geben. Auch Spielmechaniken, die ich selber mache und mir selber ausdenke. Also nichts, was ihr schon von anderen Server kennt und so weiter. Was hoffentlich lustig ist, wir werden sehen. Außerdem habe ich ein Video, jetzt kommt was Lustiges. Ich habe eventuell eine Videoformat-Idee, was den DayZ-Server betrifft und mal schauen. Ich mag noch nicht spoilern, ich mag mir selber auch nicht schon wieder die Vorfreude nehmen. Abwarten. Was haben wir noch? Tekken-Retro-Reise. Ja, Weihnachten. Kennst du das Leisure Suit Rally von 2018? Ja, kenne ich. Warhammer 40k Rogue Trader. Ist eigentlich, ja, es ist auch so ein Rundenstrategie-Ding, gell? Soll ja gar nicht schlecht sein. Ich schreib's einmal hin. Das habe ich nämlich auch, ich überlege schon die ganze Zeit, was spiele ich eigentlich in meiner Weihnachtspause. Jetzt hat Cam gerade geruckelt. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Warte mal. Kann das vielleicht. Warte mal, ich habe eventuell eine Idee, an was das liegen könnte. Warte mal. Eine Hardware-Kodierung aus, wenn die Wiedergabe kann starten, nichts anzeigen, wenn die Wiedergabe endet, schließen, wenn inaktiv wieder. Okay. Machen wir so. Vielleicht wird es besser. Retro-Reise Age of Empires und die Elder Scrolls. Sehr guter Punkt. Ich habe die allerersten Elder Scrolls, wie zum Beispiel Daggerfall und so weiter, die habe ich nicht gespielt und das allererste auch nicht. Die Daten mich sogar selber interessieren. Vielleicht ist das ganz interessant. Auch für mich selber mal zum Sehen, so wie war das eigentlich damals. Richtig guter Punkt. Die Elder Scrolls. Wer nicht weiß, was die Elder Scrolls ist, ist wieder absolut ahnungsloser. Skyrim. Skyrim ist der 5. Teil. Davor war es Oblivion, dann Morrowind, dann glaube ich Daggerfall und dann was die fordern, dann weiß ich nicht. Monkey Island haben wir schon gespielt. Crusader Kings 3 ist halt ziemlich komplex, aber es passiert immer was anderes. Das haben wir schon einmal gespielt. Aber es ist zu komplex. Und auch sehr, sehr müde zum Zuschauen. Schwierig zum Zuschauen. Was nicht zum schlechten Spiel macht, ist einmal ganz wichtig. Sprengi! Ich am Rechner. Der Boomer scrollt. League of Legends. Alles, was ich in LOL... Wir kann mal ein Community-Aram spielen, ja. Für zwischendrin. Das, ja. Oder auch mal wieder ein TFT, da bin ich momentan auch drin, bin schon wieder so kurz davor vom Hyperrank. Turok. Der haben wir mal aktuelle Spiele. Also für die Retro-Reise haben wir genug. Also viel genug. Jetzt muss ich wieder. Die Leute schmeißen einfach weiter mit fucking Donations. Leute, Dankeschön. Bruno Max, merci für den Sechser. Hammerfall hat's geheißen. Richtig, das habe ich vergessen. Ja, wie gesagt, weil ich die damals nicht gespielt habe und mich nicht so damit befasst habe, natürlich, deswegen ist es nicht so hängen geblieben. Stefan, merci für den Euro. DLC im Jahre 1997, erstes GTA. Da hat es das doch noch gar nicht gegeben. Tacken? Das erste DLC, der erste GTA-Teil ist von 96, 97, irgend sowas. Wie wär's mit alten Diskettenspielen? The Lost Vikings zum Beispiel, das wäre mal ein Flashback. Wir können auch mal so einen richtig alten Hammy nehmen. Also die richtigen alten C64-Spiele. Wir kennen Vater und so Sachen, an was ich mich noch erinnert. Und Wings of Fury. Boah, leck, was hab ich Wings of Fury gefeiert. Wenn's auf der Linie Japaner umeinander und du fliegst mit einer Corsair drüber und schießt mit dem MG rein. Und jetzt mal, wenn ein kleiner Japaner, das im Prinzip nur 2 Pixel hat, stirbt, dann macht der kleine Japaner halt so einen geilen alten Commodore-Sound, so und wenn da 10 hintereinander laufen, Best Game ever! Bruder Max, merci dir. Stefan, merci dir. BMXer, merci dir. Ich hätte noch ein altes Renegade rumliegen. Da weiß ich jetzt gerade, das war vor 8 Minuten. Ich weiß jetzt gerade nicht, was bedeutet ein altes Renegade. Da fällt mir gerade der Kontext, dass ich weiß, was du meinst. Spämmer Landi mit Protestieren. In Landi, schön Bilder gefahren. Ein Landi. Wir spielen mal ein Landi wieder mit eigenem Server etc. wenn der neue kommt. Versprochen, aber dazwischen bockt es mir nicht. Wings of Fury, best game ever. Animal sagt, der hat Ahnung. BMX App, Schluss jetzt! Gothic, Renegade fällt mir ein. Was ist ein Renegade gleich wieder gewesen? Das war doch, ich kenne bloß Command & Conquer Renegade. Dieser verzweifelte Command & Conquer Shooter-Versuch.
der gescheitert ist, glaube ich. Ist der jemals gekommen? Ich weiß nicht mehr. Ich hätte noch ein C64 mit Diskettenlaufwerk, Datasette und einem Adapter, dass du Spiele von SD-Karten laden kannst und einen Berg Spiele dazu, den habe ich gemoddet. Hat auch einen HDMI-Ausgang für die Capture Card, könntest ausleihen, wenn Interesse. Vielen herzlichen Dank natürlich. Aber lustigerweise habe ich tatsächlich einen alten, ich weiß gar nicht, was für Kasten das ist, ein C64 im Keller stehen. Habe ich vom Schwiegerpap, den kann man mal zum Laufen bringen. Den kann ich aber nicht abfilmen. Ja, wobei, das geht. Weiß ich nicht. Und ansonsten Emulatoren. Also da scheiße ich mir nix, wenn ich die 40 Jahre alten Spiele, 30 Jahre alten Spiele auf einem Emulator stream. Muss ja keiner wissen. Na? Weiß man noch. Weiß man noch. Wer kennt nur das alte Battle Chess? Ich kenne es. Alte DOS-Version, wo sich die Figuren dann animiert abschlachten. Ja, ich kenne es. Maniac Mansion, Pac-Man, BattleBit, Oxygen not included, Backpack Battles. BattleBit ist, glaube ich, der Voxel Battlefield Shooter. Wir nicht warm damit. Ich hasse den Grafikstil. Ich weiß nicht warum. Aber vorher hat jemand was Interessantes geschrieben. Jetzt warte mal. Ein ganz beliebtes Spiel, das mittlerweile in Version 1.0 ist. Was hältst du denn von Ready or Not? Kennt ihr Ready or Not? Spielt jemand da herin Ready or Not und kann das empfehlen? Das muss man aber im Team spielen, oder? Vielleicht mal, kann man das solo spielen? Im Team kann man es spielen, das weiß ich. Und dann kann man da 3 Streams rausziehen. Einmal probiere ich solo das erste Mal, beim zweiten Mal lade ich mir fest die Leute ein, die mitspielen und beim dritten Mal machen wir einen Community-Zock. Der Dampfler spielt das fein, gell? Das muss man im Team spielen. Was? Ja, untenrum. Muss man Ready or Not untenrum spielen. Soll ein geiler Taktik-Shooter sein, schreiben wir es einmal auf. Das ist ein guter Punkt. Aber gestern habe ich mir noch zum Einschlafen ein GameStar-Video angeschaut und bin dann eingeschlafen. Ready or Not, hört sich gut an, ja, das ist akzeptabel. Ich hätte jetzt einmal gerne neue Spiele. Neue Spiele, Kinder. Neu. Was kommt denn Neues? Gehen wir doch einfach einmal auf die GameStar-Seiten. War diese Idee. Da können wir miteinander durchscrollen. Für was habe ich denn gemacht da? Jetzt muss aber mal das weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Der ganze Scheiß geht kann was an. Das da geht auch kann was an. Machen wir weg. Da haben wir noch Mimis, da bin ich 1000-mal schon markiert in die Sahnerin. Ist ja wurscht, jetzt pass auf. Dann machen wir so. So, herzlich willkommen, wir sind auf der GameStar-Seite. Scrollen wir doch einfach mal durch. Spiele, Release-Liste, das mache ich übrigens öfter. Leider Gottes ist die ab und zu ein bisschen verbuggt, diese Release-Liste. Gehen wir mal nur durch den Dezember durch. Was kommt da so? SteamWorld Build. Aufbaustrategie, das ist wieder so ein nicht fertiges Spiel. Da mag ich nicht alle ausprobieren. Jetzt haben wir erst Pagonia ausprobiert. Das war was ein super Spiel war, um Gottes Willen. Blood West, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das ist, glaube ich, der Wild West-Shooter. Wir ja nicht so warm damit. Rogue Trader hat nur 78%, mittelmäßig. Genauso wie das Avatar-Spiel. Ja, schaut super gut aus. Wie Paris Hilton, aber kann nichts. Baldur's Gate 3. Das, wenn ich gewusst hätte, das habe ich halt so viel schon in der Sommerpause gespielt. Das ist, was das ist. The Finals. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich glaube, irgendein so ein Arena-Shooter, Arena-vertikaler Loot-Shooter, keine Ahnung. Against the Storm, Aufbaustrategie, Ready or Not. Hat dort gestanden 84% und das ist nicht schlecht. Little Nightmares 3, guter Punkt. Palia, keine Ahnung, warum dann da auf einmal, wenn ich Dezember gefiltert habe, mit 24. März Release Resident Evil 4 kommt, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil irgendein Port fertig wird für Switch oder für keine Ahnung was. Ist ja wurscht. Aber gehen wir mal weiter. Wir gehen mal auf 2000. Ja, da gibt es noch gar keinen monatlichen Release nicht. Für 2024 gehen wir einfach mal allgemein auf 24. Kommt denn da so? Was man vielleicht kennt. Sovereign Syndicate, ein Rollenspiel. Ich glaube nichts für den Prince of Persia. Das ist übrigens auch ein Kandidat für die Retro-Reise. Warum hat denn das keiner genannt? Warum haben sie nicht genannt? Dann kommt, ja, das war natürlich klar, wenn ich anfange, The Last of Us 2 zum Streamen, dass einen Monat später oder am gleichen Tag mehr oder weniger, wo ich es dann festlege, natürlich The Last of Us 2 Remastered kommt. So wie es ist mir scheißegal. Die Grafik ist tipptopp, kein Mensch braucht was Besseres. Und die Spielmodi interessieren mich nicht für den Stream. Tekken 8. Ich sag ganz ehrlich,
lasst es euch von mir nicht schlecht reden, wer wirklich 2024 dann immer noch Beat'em Ups spielt, das ist nichts für mich. Like a Dragon Infinite Wealth, keine Ahnung, Rollenspiel, nie gehört. Palworld, irgendein Knuffix, irgendwo nie gehört. Grand Blue Fantasy, nie gehört, keine Ahnung. Suicide Squad, the Kill the Justice League. Da erwartet denselben 0815 Open World Bullshit wie bei allem anderen. Persona 3 Reload. Persona ist ziemlich beliebt. Ich komme mit diesem Japano-Setting nichts anfangen, ist nichts für mich. The Inquisitor, nie gehört. Action Adventure, keine Ahnung. Helldivers 2. Third-Person-Shooter ist, glaube ich, so wie Remnant. Wenn ich mich nicht täusche, hat im Trailer ganz nett ausgeschaut, ist, glaube ich, auch absolut ein 0815-Loot-Shooter. Banishers, Ghosts of New Eden. Keine Ahnung. Solium Infernum, Rundenstrategie, keine Ahnung. Skull and Bones. Da war gerade erst Beta. Ich habe mir ein Video geschaut davon. Ja, leck mich am Arsch, schaut das beschissen aus. Und das soll schon am 16.02. kommen, Ubisoft. Das ist der Ernst. Herzlichen Glückwunsch. Ich sag das werden wir nicht mal streamen. Und wenn, dann kaufe ich es mir wieder auf Steam und nach 1,5 Stunden brich ich ab, schreibe eine Rezension und gebe es wieder zurück. Weil das sehe ich bis daher, das ist die größte Frechheit, die die Menschheit nach der Day Before, das lassen wir ab jetzt außen vor, jemals gesehen hat. Taumaturge, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Rollenspiel, keine Ahnung, Pacific Dive, keine Ahnung. Sons of the Forest? Kommt aus dem Early Access oder was im Februar nach einem Jahr? Das kann man uns einmal nochmal anschauen dann. Je nachdem, was damit dazugekommen ist. Oh, das war lustig. Brothers, A Tale of Two Sons Remake. Das habe ich off-stream gespielt. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Remake. Das habe ich schon einmal gespielt. Das kenne ich doch irgendwer. Garden Life, a Cozy Simulator. Sollen wir mal wieder mehr Simulatoren spielen? Lass mal Trailer. Gut, aber Miezi. Das ist ein Punkt. 1 von 10 wenigstens. Ja, Leute, seid so nicht böse da. Das sind halt irgendwelche 0815 Mobile Game Ports mit irgendeinem Scheißdreck. Ganz ehrlich. Vergiss es. Final Fantasy VII Rebirth, ist das nicht der nächste Teil von dem Final Fantasy Ding mit Final Fantasy? Ich weiß schon, Schande über mein Haupt, bin ich nie warm und kann ich nichts anfangen damit. Myth of Empires, keine Ahnung. Island of the, keine Ahnung. Homeworld 3. Das darf mich interessieren, weil ich großer Eve-Spieler war, mehr oder weniger. Das kann mich interessieren, kann man sich vielleicht mal anschauen. Alone in the Dark, ja. Da warte ich aber noch Bewertung ab, weil da rieche ich einen ähnlichen super komplizierten Schinken wie bei Alan Wake. Und das war anfangs saugeil und dann einfach zu viel. Leider. Schade drum. Da haben wir jetzt mittlerweile schon Mitte März. Also bis Mitte März war nichts, was irgendwie so, wow, geil. Freu mich, wird gut. Outcast. Ja, gehört eigentlich auch in die Retro-Reise rein, aber auch erstmal abwarten. Da steht allgemein März 2024 drin. Zodiac Legion. Horizon mit 80%. Nein, tut mir leid. Herr der Ringe Return to Moria. Wieder eine Herr der Ringe-Lizenz verschissen. Das war das einzige, auf was ich mich richtig gefreut hätte. Stalker 2 Heart of Chernobyl. Ist aber auch mehrmals verschoben worden. Aus einem guten Grund, bei denen da hinten ist Krieg. Ja, ist ja klar. Das hätte eigentlich letztes Jahr schon kommen sollen. Das verschoben wird, war klar. Das ist das erste Spiel bis jetzt, das im ersten Quartal erscheinen soll und das ist nicht gewiss, auf das ich mich richtig, richtig, richtig freue. Aber ich weiß, ob wir das nächste Jahr zu Gesicht kriegen, keine Ahnung. Assassin's Creed kann mich sowieso am Arsch lecken, Serum, keine Ahnung. Big Ambitions, das habe ich tatsächlich schon auf der Liste stehen. Da führst du eine Firma. Es ist ein Simulator. Das kann man mal machen. Das schaut richtig witzig aus. Da kann richtiger Bullshit rauskommen. Movies Tycoon. Wenn das so wird, das habe ich da oben sogar in der Original-Boxed-Version stehen. Wenn das so wird wie The Movies, wie hat das geheißen? Ich sehe gerade nicht hier, hat es The Movies geheißen? Da hast du ein eigenes Filmset aufgebaut, wie so eine Wirtschaftssimulation. Und dann hast du eigene Filme dran können. Mit Drehbuch und so weiter und die da wirklich mit Kamera abfilmen, du hast Schauspieler einstellen können und so weiter, aber das war ja der sehr frühe Vorgänger. Wenn das so, was von Peter Molyneux? Echt? Ist Movies Tycoon? Nein, der Movies Tycoon ist doch nicht von Peter Molyneux, oder? Nein. Aber The Movies ist von Peter Molyneux damals. Selbst das weiß ich gerade nicht.
Egal. Wenn das sowas ist, dann natürlich spielen wir das, dann machen wir die besten Filme ever. Ja, werden wir zum Regisseur. Natürlich tun wir das. Aber da steht erstes Quartal 2024. Und dann kommt wahrscheinlich wieder irgendeine hingeschissene Early Access Version, du musst nichts machen, kannst außer auf Play drucken. Supplies Black. Oh ja! Black Myth, Wukong. Da steht aber heute 20. August. Da haben wir eine Sommerpause. Das können wir nach der Sommerpause spielen, ja, aber August, oder? Da brauche ich jetzt nicht nachschauen. Genau, da habe ich ein bisschen Angst davor. Warhammer 40k Space Marine 2, das kommt dann am 9. September. Ich bin Warhammer-Fan, das wissen die meisten. Und natürlich hätte ich gern sowas, hey, lass mir einen fetten Marine sein und lass mich alles niederpimmeln. Aber ich sage das ganz ehrlich, das Gunplay und das Gameplay hat so stinke langweilig ausgeschaut, dass ich mir gedacht habe, geile Grafik. Grimlord, keine Ahnung. Ambulance Life, a Paramedic Simulator, ja, im September, irgendwann nächstes Jahr. Was kommt noch später danach? Flintlock, keine Ahnung. 6 Days at keine Ahnung wo. Bellators, The Pioneers, The First Descendant, Vampire the Masquerade, sagt mal was, aber da rühre ich auch schon wieder ein riesen Bullshit. Diablo 4, Vessel of Hatred. Wir haben natürlich einen Stream heute, zumindest mindestens einen. Lost Record, The Casting of Frank Stone, OD, Light No Fire, no... Nix, was man irgendwie zusagt und was ist. Ich sag's dir, wie es ist. Geht's da nur mir so momentan, oder schaut nächstes Jahr bis jetzt sehr, sehr traurig aus? Mit neuen Spielen, wo man sagt, Alter, Brudi, da muss ich rein. Zurück zum schönen Kaminfeuer. Also, so war's fein und nie. Normalerweise habe ich immer 1, 2 große Spiele in Aussicht. Und ja, dann werden wir uns anders drum über Wasser halten müssen. So, in den Plan muss ich nur eine schreiben, da muss ich jetzt noch ein paar Sachen reinschreiben. Jetzt pass auf, was haben wir alles gehabt? Indie Games. Big Ambitions. Na halt, stopp, das steht schon drin. Was haben wir noch gehabt? Was ich jetzt da vorgelesen habe? Für die nahe Zukunft? Ja, also ich schreibe mal Stalker 2 dazu. Aber es ist nicht unabsehbar, wann das kommt. Cyberpunk DLC stickt mir auch überhaupt nicht. Wann kommt ein Hellblade 2? Gute Frage. Das hat auch einen Trailer kassiert vor kurzem. Ich schreibe es einmal dazu. Das glaube ich kommt auch nächstes Jahr. Hellblade 2 spielen wir natürlich auch. Remake von Resident Evil 1 haben wir schon gespielt, zwar nicht ganz durch, aber fast. Du hast schon, dann habe ich mal Zeit, meine ganzen Sachen von 2023 zu zocken. Ja, so sehe Movie Tycoon, ja genau. Indie Games, Movie Tycoon. Und ansonsten, da die generell sagen, schauen wir uns sehr viele Indie Games an. Das werden wir tun. Da werden wir sehr viel Schrott sehen. Simulatoren. Wir werden aber mit Sicherheit die eine oder andere Perle ausziehen. Kennst du Warframe? Ja, kenne ich. Ich will mit dem Setting von Warframe nicht warm. 6 Games von 1989, der absolute Joystick-Killer. Bis heute, was? Das gute alte Transport Fever 2, da darf ich mal gerne auf ein DLC oder aufs Dreier warten, die ganze Zeit schon. Klar, fallen du All Streaming mit der Biergeräten. Die spielt zu wenig. Das ist schwierig. Vielleicht dann wirklich mal dick in die alten Titel schauen. Ein runden Rimworld geht auch immer zum Beispiel oder so. Ja, das stimmt, aber wir müssen schon sehr viel Zeit überbrücken. Aber da fällt uns schon was ein. Tun Sie sich nicht hinunter. Die ersten 2 Monate sind gesichert. DayZ, The Last of Us 2, Uncharted 4. Und Retro-Reisen. Dann, was ich gern... Das wird abseits der normalen Streams, Montag, Mittwoch und solange noch Winter ist, auch an den Wochenenden wird wieder öfter passieren. Ich habe mir vorgenommen, mindestens 2-mal im Monat auch zusätzlich am Wochenende zu streamen. Und dazwischen Bürger besänft. Da haben wir schon mal drüber geredet und da haben die meisten kein Problem damit. Das haben wir letzte Woche festgestellt. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich da das die Woche noch mache, also gestern quasi, aber da haben wir gestern einen Podcast aufgenommen und wir denken, ja, lass das. Darum, Bürger besänft wird kommen. Genau das, was wir jetzt zum Beispiel mit dem Jurassic Park Trailer gemacht haben. Eventuell gehe ich sogar her, sage ich dir, wie es ist, und lade den Fetzen vom Jurassic Park Besänfung von gerade diese 5 Minuten, lade ich runter und lade es als extra Video auf. Warum? Weil ich das gerne als extra Content hätte, der vielleicht ein bisschen nach außen ausbricht und auf meine Streams aufmerksam macht. Weil
weil es halt keine normaler Videos mehr gibt, so wie meine How-Tos und so weiter. Das war früher. Content spreng ich richtig. Content ist nun mal King. Und die langen Streams schaut sich einfach keine neue Person an. Darum muss ich irgendwas finden, was ich aus den Streams machen kann. Shorts, wenn möglich. Und eben, wenn was Lustiges passiert, das so 5 Minuten hat, dass man da draußen ein Video machen kann. Wie letzte Woche zum Beispiel bei The Day Before die Rezension. Eigenständiges Video, passt schon. Ah, da ist mir wahrscheinlich auch keiner besser, es ist mir auch wurscht. Und ansonsten ist da der Plan dafür, dass wir das spontan machen und ansonsten eventuell auch ankündigen. Ich habe immer nur einen Fallout-Trailer auf der Liste. Da bin ich zwar massiv spät dann dran, das ist mir aber dann auch einmal wurscht. Spiele-Trailer anschauen, Serien-Trailer anschauen, allgemein irgendein Thema aufgreifen, sich 10 Minuten drüber unterhalten, reagieren drauf, besänfen. Ich kann von meinem Senf dazugeben. Entschuldigung. Und dann so wird 2024 ausschauen. Was soll ich sagen? Chemiebaukasten, Nippelklötze. Stimmt. Es ist sowieso auf der Liste. Also so Alternativstreams. Aber ich mache mal eine Kategorie auf. Wie nennen wir die? Chill-Streams. Nippelklötze. Physik. Chemie. Professor. Und Warhammer. Bastelei. Kommt mal wieder ein Was. Der Hautsee. Kommt mal ein WOs. Ich weiß nicht, was man sagen möchte. Obwohl, dann bleibe ich noch kurz da. Extremmann. Bürger experimentiert. Natürlich. Schillstreams. Aber was? Wann hätte fertig? Sag mal, ist jetzt wieder keiner mehr in der Lage, ganze Sätze zu schreiben. Apropos, wann hätte fertig? Herr Meier, was? Bob Ross wird es nicht mehr geben, da bin ich so kurz davor, dass ich Strikes kassiere und das muss halt auch nicht sein. Der Stefan, natürlich, Freitag 14 Uhr Stream ist die Kategorie. Da kommt Bürger besänft rein. Freitag 14 Uhr. Am Freitag um 14 Uhr machen wir meistens Podcast. Weil da jeder von uns entweder Mittag schon aus hat oder gar nicht arbeitet. Er meint das was Video. Kommt mal wieder was. Ich verstehe es nicht. Was? Ach, ihr seid! Was? Ihr seid! Weiß ich noch nicht. Es steht nicht auf dem Plan, so wirklich. Weihnachtsfeier, wo? Wo ist der 10-Euro-Glühwein? Grüß aus Südtirol. Ja, und der Kofler. Den hab ich da weggesuffen. Alle voll nach Feierabend. Hast du schon Gedanken gemacht wegen neuen Alerts? Da lässt dir bestimmt was Geiles einfallen. Ich finde es ein bisschen, nicht weil ich zu faul bin, um Gottes Willen, aber ich finde so ein bisschen irgendwie kehren die Alerts dazu, wie sie sind. Finde ich. Und wenn wir uns das Vollbier-Squad-Lied noch 1000 Mal anhören, es ist, was es ist. Irgendwie kehrt es dazu. Dave the Diver haben wir schon gespielt. Warum du weh, wenn wir das haben wollen? Was? Wie wäre es im Sommer mit einem Grillstream mit der Spezi-Wirtschaft? Das ist nicht ganz einfach, weil bei mir draußen relativ, wenn ich draußen umeinander brüll, dann hört man das im Umkreis. Und das darf ich gerne vermeiden. Und es ist bei mir auch relativ schwierig, die Kamera so zu platzieren, dass es einigermaßen brauchbar ausschaut, ohne dass man sofort sagt, wo ist er. Das tun wir nicht. Und wir haben auch schon Leute gehabt, Weirdos, die auf einem Instagram-Foto irgendwas sehen und dann assoziieren, wo ich wohne und dann mir denkt, alles klar, nie wieder, tschüss. Dann grillt's halt drin, stimmt. Dann führen wir wieder ein, drin rauchen, drin grillen, ist eh wurscht. Off-Topic, fressen deine Katzen auch mehr als sonst? Meine fressen den Tag aus der Woche. Das ist ganz normal im Winter im Übrigen, da fressen sie, wenn die merken, es wird jetzt wirklich kalt in der Nacht, dann fressen Katzen einfach generell fast das Doppelte, um sie einen Spegel zu fressen. So sind alle meine. Alle. Wann Glühweintrichter saufen? Wer das tut, ist geistig völlig... Weiß das schon. Waffenfähiger Autismus sagt keine Fotos. Waffenfähiger Autismus sagt keine Fotos.
Entweder bleibt mein Hirn stehen oder keine Ahnung. Weirdos, die ASCII-Dateien für Umfragen machen. Ich glaube, wir brauchen einen Rechtschreib- und Leselernen-Stream. Ich glaube, mit so einem kleinen Setzkasten müssten in der Grundschule hast, da wo man die Buchstaben so rein tut. Ja. Glühwein aus dem Becher ist ja schon widerlich. Aus dem Trichter will ich mir gar nicht vorstellen. Ja, Mann, der Saufmaschine. Tini Mini, meine nicht, die ist schon immer fett und knusprig von der Fußballheizung. Meinst du, dass die Motivation für die Musik in 2024 wieder kommt bei dir? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. So, gute Nacht, ich brauche ein Bett, wünsche dir Birger und dem Squad eine schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Herr Razy, hauen Sie gut hinein, rutschen Sie schön hinein. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, bis dann, okay, bye. So. Subjekt, Prädikat, Objekt, Pronomen. Machen wir Birgers Pronomenunterricht. Da geht's so. Erste Stunde, heute dein dummes Maul und verpisst aus meinem Klassenzimmer, du Trottel. Wenn du Fotos hochlässt, sei es nur vom Balkon, findet dich irgendwo ein Weirdo schon. Ja, das weiß ich und deswegen gibt es weder eine Kamera draußen, noch ein Foto draußen oder sonst irgendwas. Ich bin Legastheniker, der will verschreiben. Ja, das darf ich auch sagen. Ich darf sagen, der Wind ist so stark gegangen, ich hab meinen Finger daneben getippt. Was? Kommt noch einmal eine Motivation zu Factorio? Vielleicht, ja. War Thunder? Subjekt, Prädikat, Objekt plus Digger, Alter. Küste, Bandscheiben, die linke von rechts. Björn! Was ist da los? Zu solch später Stunden noch ein neues Mitglied. Björn, vielen herzlichen Dank. Welcome to the Squad. Habe ich irgendeine Donation übersehen? Wahrscheinlich schon wieder 5000. Schaut mal Golden Sun an, ist ein ziemlich gutes RPG. Mittellang würde ich sagen und es reicht ein Game Boy Advanced Emulator. Merci dir. Der Herr Eidenschick. Wie schaut's mit Unrecord aus, falls rauskommt? Ja, falls rauskommt. Das glaube ich auch erst, wenn ich sehe, dass das Spiel in der Mache ist und nicht bloß eine Tech-Demo ist. Da steht zumindest auf Steam, dass die Ankündigung bevorsteht. Lass mich mal schnell schauen. Let me have a look inside of Steam. Wo ist Steam? Shopping. Übrigens, Uncharted 4 für den PC ist, da hat mir heute jemand darauf hingewiesen, ist 50% reduziert. Das habe ich heute gleich gekauft. Kostet bloß 25 € anstatt 50. Weil man denkt, das sparen wir sowieso gleich rein in den Korb und eingekauft. Unrecord. Ja, stimmt, da ist. Ja, hab schon. Ja, wenn das kommt, natürlich sparen wir das. Das ist selbstverständlich. Ja, bevorstehende Ankündigung, sechs schon. Gleich mal auf die Wunschliste packen. Wunderbar. Unrecord, the Unrecord before. Ja, abwarten. Ich sag's euch immer wieder, bestellt keine Spiele vor, alles was irgendwie Rang und Namen und Sinn hat, werden wir hier spielen, ich werde es testen und ich werde euch meine ehrliche Meinung sagen. Und ihr könnt es vorab auch schon, oder wenn ihr nicht auf mich warten wollt, weil ich halt meistens nur am Montag, Mittwoch und manchmal kommt das Spiel am Freitag und dann wird's alle Spielen schon am Wochenende, ja fuck, muss ich es durchkaufen, es gibt für auch andere Streamer. Oder Videos dazu, oder mal ein Review anschauen, schaut überhaupt nicht. 25 gut investierte Euro, glaube ich auch. Also ich glaube, dass Uncharted wirklich ein gutes Spiel ist. Wie schaut's noch mit Pioneers of Pagonia aus? Spielst du da noch ein wenig weiter? Ich hab mir das ein bisschen für Weihnachten hergelegt. Also jetzt über die Weihnachtspause. Gespielt wird nur, was der Birger Seal of Quality hat, das ist richtig. Ja, was anderes darfst du, in was anderem, wo ich sage, das ist schlecht, darfst du keinen Spaß nicht haben, das ist ganz wichtig. Das soll ja wichtig sein. So. Was war das heute für ein Blödschmerz? Jetzt haben wir wieder in dem Moment so. Und es ist 10. Und ich hab die heute schon die ganze Zeit im normalen Chat gelesen. Und hab mir gedacht, so kenne ich einen Austrian nicht, aber ich sage mir nichts. Vielleicht hat er das erste Mal zugehört. Nein, oder nicht? Er sagt, da scheiße ich. Doppelt drauf. Tschüss. Austrian Mercy liest vor. Kriegst du Weihnachtsgeld? Danke für das wieder mal geile Jahr bis nächstes Jahr. Letzter Witz des Jahres. Was tust, wenn der Lebererkranker seine Hand gibt? Du gibst das ihm zurück. Was soll ich da generell zu dir sagen? Du bist schon sehr lange dabei und es ist nicht das erste Mal, dass dir das vorkommt. Normalerweise mit einem halben Betrag, aber das ist ja nicht so viel. Ich weiß nicht, was ich
ich finde es so krass, dass man wirklich viel Leute schreiben. Wenn ich mal mein Facebook-Postfach durchgehe, antworte ich nicht mehr jedem. Ich meine, das werden die meisten schon gespannt haben, weil ich kriege wirklich bis heute noch am Tag, ungelogen, mindestens 15 bis 20. Hey, schau dir mal die so. Hey, Birger, mach mal Kruzifix, der weiß, wo ich stehe, keine Ahnung was. Und gemacht habe ich sowas schon seit über 2 Jahren nicht mehr. Und kriege dazwischen drin immer wieder mal Nachrichten und denen schreibe ich wirklich so gut ich zurück, so gut ich kann. Auch wenn es einmal 3 Wochen später kommt. Mit wie unfassbar dankbar das Leid sind, was ich hier tue. Jetzt, und ich sitze halt so aus meiner Perspektive, sitze ich da, ich kann es nicht greifen. So. Ich kann es nicht greifen. Ich muss wahrscheinlich einfach akzeptieren, was ich nie kennen werde. Schreiben mir Leute, sie bedanken sich für das, was ich hier tue. Dann sitze ich da, versuche zu reflektieren, was tue ich hier denn? Ich sitze da, unterhalte mich mit einer Textbox. Red die dümmste Scheiße, die mir einfällt. Spiele Computerspiele, was ich liebe, seit ich 5 Jahre alt bin. Wir mit Donations zugeschissen, wie ich es, glaube ich, noch nie bei irgendeinem anderen Streamer gesehen habe. Noch nie. Gut, andere Streamer haben dann 30.000 Zuschauer und 2.500, das wäre wahrscheinlich gegangen, 25.000. So 5 Euro, selbst, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich streng mich um. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Es fühlt sich immer an wie mein inflationäres Märchen, dass jemand daheim sitzt und sie denkt sich, ja, wie oft möchtest du das jetzt noch sagen, das glaubt da sowieso keiner. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ne? Das ist absolut utopisch. Ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ich so 5000 Mal sage, es ist absolut utopisch und ihr fühlt sich 5, 6, bald 7 Jahre später immer noch surreal an, was hier passiert und immer noch passiert. Ich rede mir seit 7 Jahren ein, oder seit 5 Jahren, sagen wir es so, oder wo der Hype wirklich, leg mir am Arsch oder was, Alter. So ist es natürlich nimmer, auch das Gefühl nimmer, ich meine, das ist auch irgendwo klar. Aber kapier nicht, was da passiert. Dass mir Leute im Urlaub in einem fremden Land ansprechen. Ja, da bist du der Birger? Und zwar nicht bloß einmal zufällig, sondern jedes Mal, wenn ich fort war. Jedes einzelne Mal. Egal, wo ich bin. Ich verstehe es nicht. Leute gingen her. Austrian God das beste Beispiel. Der wirklich ein unfassbar viel Geld da herlegt. Und nicht bloß das heute, sondern oft, ja. Und die meisten wissen es. Und nicht bloß er, auch nicht der Biermann heute zum Beispiel. Ist übrigens scheißegal, bitte nicht falsch verstehen. Wenn jemand. Es gibt Leute, die rechtfertigen sie, weil sie nicht donaten können. Was? Alter, wenn es so weit kommt, dass sich jemand hier drin rechtfertigt, dass er nicht donaten kann oder kein Mitglied sein kann oder sonst irgendwas, dann ich rast aus. Weil das nicht die Wahrheit sein kann. Auch gerade jetzt momentan in dieser Zeit, wo alles so schweineteuer wird und dieses ganze Land mit 8000 km/h von dem Telefontrottel vom 1&1 Kastel regiert wird anscheinend. Und der hat's besser hinkriegen. Ich weiß, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzallerliebster Vollbierskor. Es ist mir völlig... Ich hoffe, dass ich keinen irgendwie unterschiedlich behandelt, aber natürlich lese ich Donations vor. Weil ich mir wie ein Hurensohn vorkomme, wenn jemand da 5 Euro, da 1 Euro, da, keine Ahnung, ich hab da was geschrieben, lest es und ich lese nicht. Was ja schon ab und zu schwierig ist. Lisa, danke dir. Steffi, du bedankst dich schon gleich 5 bei Kockern. Das haben wir auch schon ein paar Mal. Wünsch dir, deiner Family und natürlich der Spezi wird schon früh gefeiert, ganz schönen Urlaub und einen guten Start ins neue Jahr. Den wünsche ich dir und deinem Mann auch. Kuss auf die Nuss. Lisa, bin schon lange stille Zuschauerin, darum gibt's jetzt mal was. Danke für alles, Birger, und schon mal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Dankeschön ebenfalls. Drehtext, da, weil wir schon dabei sind, danke für deinen Content, egal was unterhalten wir nur Seiten, ersten Tag durch, viel Zeit, Seiten durchgeholfen und ich kenne die Seiten How to Leberkäse, wie es frisch rausgekommen ist. Merci. Drehtext, Chris, merci. Schluss jetzt mit der Donation-Scheiße, für das war es jetzt nicht gedacht.
Der Einzige, der hier sitzt, der sich bedanken muss, bin ich. Ihr habt's, sage ich jedes Mal wieder, aber das gehört einfach gesagt, ihr habt keine Ahnung, aus welcher Scheiße mich das da rausgerissen hat. Keine Ahnung. Da habe ich noch nie drüber geredet, da werde ich ja nie drüber reden. Ich will einfach bloß, dass man weiß, aus was für einer Scheiße mir das da rausgezogen hat. Der Einzige, der Danke sagt, bin ich. Und wenn ich es noch 5 Quadrillionen Mal sage, ist mir scheißegal. Ob du stiller Zuschauer bist, ob du der eine bist, der gerne auf den Dislike-Button drückt von den anderen 1000. Ich weiß nicht, wer sie ist, aber entweder Fettfinger da oder egal. Ob du ein Like da lässt, ob du im Chat beteiligt bist, ob du im Nachschau-Stream-Squad, Nachschau-Squad hockst, ob du Mitglied bist seit bald 70 Monaten hat der meiste oder 80 Monate oder nicht oder donatest oder Kubala Sepp heißt oder Austrian heißt oder Hyde Bierman heißt oder der Mr. DM oder keine Ahnung, wie sie alle heißen. Der Spieß etc. Ich vergesse euch nicht. Ja? Es ist mir scheißegal. Vielen Dank für alles. Ich weiß nicht, was ich... Und es fühlt sich immer so, als wäre das nicht genug so. Es wird nie genug sein, weil ich einfach nicht da sitze und mache, auf was ich Bock habe. Irgendwann kommt der Tag vielleicht, wo ich morgen so... hab keinen Bock mehr. Und dann komme ich einfach nicht mehr. Kann passieren! Momentan nicht, aber alles kann passieren. Vielen herzlichen Dank für 2023, was das hier alles betrifft. Die schönste Umstellung für mich, sage ich ganz ehrlich, das war ein sehr großer belastender Stein auf meinem Gemüt, war dieses, ja, du müsstest jetzt einen Kanal aufrecht zu mir halten, müsstest Videos machen, eigentlich magst nicht. Sag's endlich, dass du nicht mehr magst, damit du deine Ruhe hast und nicht mehr drüber nachdenken musst und nicht mehr mit dem Gewissen umeinander laufen musst. Dass wir, wie wir in dem Moment gesagt haben, leider, es kommen keine Videos mehr. Ich sag das, ich hab keinen Bock mehr auf die Auto-Scheiße, ich hab keinen Bock mehr auf die Kruzifix-Scheiße. Das war lustig, ja. Ich wertschätze diese Zeit sehr, weil die hat mich da hergebracht, wo wir halt, uns alle da hergebracht, wo wir halt sitzen. Aber es ist halt einfach 2023, 2024 nicht mehr lustig. Ja? Wer immer nur mit seinem Leberkäse, Ketchup, Scheißdreck umeinander rennt, Kim, halt dein Maul, hau ab, ich flipp aus. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, das zu tun, was ich immer schon machen wollte, nämlich diese Streaming-Geschichte hier. Und dass das so funktioniert, in diesem Ausmaß, hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ich hab mir dann, wie uns Twitch rausgedrängt hat, kommt das auch noch dazu. Alter, die Videos fallen weg. Reichweite minus. Alter, du darfst nicht mehr auf Twitch streamen. Massives Reichweiten-Minus, vor allem wenn man nur noch streamen, weil auf YouTube keine alte Sau nach Streamern sucht und dann bei jemandem hängen bleibt. Kein Schwanz jemals! Etc. etc. Und dann sage ich das da. Right into mine. Miau, miau. Vielen Dank. Ich weiß zwar jetzt gar nicht, ob die Herzl für mich sind oder für irgendjemand aus dem Chat, weil ich glaube, seit 10 Minuten nichts mehr im Chat gelesen habe. Dankeschön. Für fucking everything. Es ist, keine Ahnung, es ist absolut narrisch. Eine ganz spezielle Gruppe, habe ich noch vergessen, herausragend zu danken. Das sind die Moderatoren. Das ist die Wifin und ihr Mo, der eigentlich gar kein Mod nicht ist, das ist scheißegal. An den Dampfler, an den Lucke, ans Füchschen, ans Wölfchen, an den Wibio, an den Lucke und, na Padre, an die nicht, die hasse und damit tschüss. Natürlich nicht! Der verdammte Padre ist nur nicht mehr so oft da, arbeitsbedingt, was nur in Ordnung ist. Der Mann leistet einen großen... der Padre leistet einen großen Beitrag für unsere Gesellschaft. Man jetzt tatsächlich ernst. So, wie peinlich wird's jetzt? Habe ich irgendeinen Mod vergessen? Bitte. Der Blackswell ist... Blackie, ich hoffe, Blackswell, ich weiß nicht, ob du da bist. Du weißt nicht, du bist zwar ein Mod, das kann, aber du eigentlich bist kein Mod. Du bist nur am längsten dabei von alle. Etc. etc. Dankeschön. Nur weil er dein Valorant aufs Maul gegeben hat, das stimmt. Und in LOL gibt er mir aufs Maul. Das ist, was das ist.
It is what it is. It is what it is. Liken nicht vergessen, weil Likes interessieren mich gerade überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Möge der Blödsinn niemals enden! Mein Damen und Herren! Möge der Blödsinn niemals enden. Ich hoffe, Sie hatten eine wunderbare Zeit. Der Vollbier-Squad-Vorstand bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und wirklich alles, was über das ganze Jahr passiert ist. Meine persönlichen Highlights war so ein bisschen das Harry Potter-Ding. Das war das erste Mal so das neue Stream-Format. Es ist echt ein bisschen schade, dass kein Spiel mehr kommt, das ich in Aussicht habe, wo man nochmal sowas vorbereiten kann, was wir dann auch nochmal bei Star Wars gemacht haben. Es war super awesome, war mal was anderes. Ein Kläubergriss vergessen! Holy shit, Mr. YBO, da hast du recht. Ein Chef vom Trachtmann habe ich natürlich vergessen, es tut mir unfassbar leid. Den sein Heftel habe ich heute übrigens gekriegt, die neue Ausgabe, die muss ich morgen übersetzen. Mache ich eventuell sogar jetzt dann noch im Stream noch. Bis ins Nächtchen hinein. Kommt dann auch bald raus. Und großes Dankeschön natürlich an den Chris, der für so Geschichten wie den Hosenunfall-Merch verantwortlich ist und so weiter. Machen wir mir eigentlich mal eine Jahreshauptversammlung. Der Igor, Dankeschön. Ich muss jetzt auch mit Danke sagen, der heutige Stream hat mich ein bisschen abgelenkt. Da ich seit 2 Tagen eine Beerdigung planen muss. Oh Gott, warum? Es ist an alle. Machen wir das einmal umfassend. Das ist ja schon das zweite Mal, dass ich sowas lese von jemandem anderen. Mit laut so, jeder hat so sein, wie soll ich das sagen? Ich bin ganz schlecht in sowas. Ich bin unfassbar schlecht in solchen Ansagen. Ich mag aber auch nicht da sitzen wie der Träger, ja, der dann sagt, was, der Mama ist gestorben. Ah ja. Fahrzeug ist fertig, lass mal Runden fahren. Es ist allgemein für alle. Ich bin ganz schlecht in sowas, wenn ich jetzt Scheiße labert, dann, ja, lass das mal spielen. Ich bin noch nicht 2 Wochen im Urlaub, bis dahin hat es wieder jeder vergessen. Jeder hat so sein Backhalt zum Drang. Ob das jetzt jemanden ist, den du verlierst, ob du eine Trennung hinter dir hast, ob deine Großeltern irgendwas feiert. Ob jeder hat, wenn familiär nichts feiert, dann feiert irgendwas in der Arbeit. Feiert er selber irgendwas körperlich. Dann feiert das, dann feiert das. Jeder hat so sein Backerl, Stress, das man gegeneinander wahrscheinlich nicht vergleichen kann. So, ja? Dein größter Stress ist gerade das, was du geschrieben hast, und für jemand anderen, der hat einen anderen Stress, vielleicht nicht sowas, und für den fühlt sich das genauso an. Es sagt sich so leicht, ich weiß es, aber 10 zusammenbeißen, durchdreschen. Das hilft nicht. Was möchtest du machen? Was möchtest du machen? Und was anderes fällt mir da nicht dazu. 10 zusammenbeißen, durchdreschen. Es hilft nicht. Es hilft nicht. Do it. Du hast schon... Ich sag's jetzt trotzdem auch, wenn es wahrscheinlich schwieriger ist, aber du hast schon so viel Scheiße durchbissen, dann beißt die da auch noch mit durch. Und wenn da durchbissen ist, dann kommt die nächste und dann beißt die da auch noch mit durch. Und so wirst du immer wieder weitermachen. Und so werden wir es alle hier tun. Do it! Okay? So, Ego, merci dir. Vielen Dank an dich. Mal weiter so. Auf die nächsten Jahre. Nichts zu danken. Buena Look, merci dir. Für viel Leid, wie mich in Klammern, bist du einfach aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es ist jeden Montag und Mittwoch, als würde man ein Spiel mit einem Spezi spielen, und das ist nach all den Jahren immer noch schön. Bitte mach weiter so. Danke für alles. Buena Look, right in the meow meow. Right in the meow meow. Oh mein Gott! Merci dir. Mehrweg auf, merci wieder ein Resub Napoleon, merci dir. Drehtext, merci dir, Lisa, merci. Und ich weiß nicht, wen ich schon alles gehört habe. Das Leben ist halt auf und ab, aber ohne Bürger geht's einfach nicht. Es ist vorher ohne mich gegangen. Und so jetzt mich jetzt da vom Hocker dran, dann geht's auch noch ohne mich irgendwann. Dann nimmt irgendjemand anders meinen Platz ein. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Zeit ist gekommen. 2023 endet hier. Aber nicht ganz. Ich bin ja nicht ganz abwesend. Wo soll ich denn im Winter meine Zeit verbringen als vor dem PC? Natürlich bin ich im Discord. Da können wir miteinander ein bisschen schreiben. Ich werde mich um den DayZ-Server kümmern. Vielleicht komme ich auch mal dazu selber ein bisschen zum Spielen. Nach wie vor, wer Bock hat mit zum Spielen, Server ist bereits erreichbar. Ab ins Discord, gibt es einen eigenen Channel dafür. Da findest du alles, was für Regeln, wie ist die IP, wie heißt der, wenn sich was ändert, etc. Los geht's. Je mehr Leute das vorab schon mal spielen, desto mehr Daten habe ich und ich kann sehen, wie es funktioniert und wie es ankommt. Und dann darf ich sagen, Freunde der Sonne, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank für 2023. Wir werden sehen,
was 2024 zu bieten hat. Irgendein Scheißdreck vor den Schrei, keine Ahnung. Blätter herreden mit Luft ein wenig schäbert. Zur Not ruft man 1&1 Marcello. Ja, Entschuldigung, haben Sie das gerade Kabelbereich jetzt eingesteckt? Ich weiß das nicht. Bleiben Sie kurz am Apparillo. Bitte halten Sie die Linie. Ja, wir weisen uns dem Maul jetzt. Und dann der. Oh! Du wolltest doch noch was verzeigen von Daisy! Scheiße, dann kommt die Verabschiedung da noch nicht. Tja, die Leute, die ich jetzt natürlich aus dem Stream gesprengt habe, die 150 auf einen Schlag, haben wir jetzt Pech gehabt. It is what it is. Dann habe ich gesagt, wir schauen wir da noch schnell rein, dann schauen wir da noch schnell rein. Es sind übrigens 9 Leute online. Ihr seid zuschauen im Stream und nicht Daisy spielen, ihr Pimmel, Mann, Arschlöcher. So. Muss man da schnell, da joinen wir schnell hinein. Dann muss ich zeige euch schnell das kleine Gulag, wo ich gebaut habe. Sodass ihr ungefähr wisst, auf was ihr hin die Streams einsteigen könnt. Zumindest auf einen Teil, aber es ist ein Event oder eine Eventplanung, wo man drin mehr Events abhalten kann. Ja. Bobermänner! Bernie, du hast absolut recht. Lauteres Warum genau bin ich jetzt Jetzt war ich kurz unscharf, oder? Warum war jetzt kurz das macht überhaupt keinen Sinn, oder? Dieses Setup macht keinen Sinn. Ist mir egal. Ja, jetzt muss ich bloß schnell. Warte mal. Bitte warten Sie. Der Daisy-Ladescreen ist schon da. Also, bin ich jetzt größer im Beitel? Ich weiß auch nicht. Ich bin nie überhaupt. Warte mal. Machen wir so. Player Management. Bürger, God Mode, Set Invisible, bla. So. Also, jetzt passt's. Oh, warte. Bitte einmal zocken. Dann machen wir so, dann machen wir so, dann machen wir so und dann machen wir nicht Xbox Game Bar Widgets. Was ist das Xbox Game Bar Widget? Also, Daisy. Okay. So. Schau mal, geht aber. Ah ja. Meine Damen und Herren, nur schnell zum Schluss. Jetzt bin ich wieder unscharf. Was ist denn mit dem. Ja. Komm, hau mir ab. So, servus, grüß Gott benannt. Ich werde jetzt einfach labern, ist mir scheißegal, ob ich unscharf bin oder nicht. Ich hoffe, Sie haben einen Sound in-game oder so, keine Ahnung. Das Beutel, stimmt, Beutel war unscharf, ich bin immer scharf. Ja, so. Ist ja scheißegal, es ist irgendwas kaputt gegangen, währenddessen wir Daisy gestartet haben. Here we are. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist unser Server. Wir haben einige Mods installiert, wie zum Beispiel die Expansion Mod, die sehr viele Sachen mitbringt. Jeder hat eine Map. Ja, von Anfang an, du kannst auf M drucken, hast eine Map, die hast du normalerweise nicht. Ja, Mods sind Modifikationen, die das Grundspiel verändern. Und das ist das Einzige, wie man mir mit Daisy, wir sollen sagen, wir haben Vanilla, haben wir zu Genüge gespielt, also die ursprüngliche Version, wie wir das Ganze auf das nächste Level heben können. Der erste, der es gespannt hat, ist der Sepp-Spieler. Props an den Sprengi, Props an den Rainer und an die Teenie Weenie. Der Rest, raus. Regel Nummer 1, wenn in Daisy eine Map aufgeht, Map! Wichtig. Wir haben Trader-Gebiete. Markiert. Sagt jeder. Also du kommst auf den Server, kannst dir dann sogar entscheiden, wo du spawnst. Also du hast Spawnpunkte, du spawnst nicht einfach random. Und dann kannst du da zum Beispiel zu Aircrafts Balota gehen. Oder das Main Trading Hub ist in Green Mountain. Da bin ich gerade. Ja? Warum bin ich da? Da haben verschiedene NPCs, das sind keine anderen Spieler. Ja, die gibt es normal im Spiel nicht. Da kannst du hingehen, machst so, Sprühflaschenhändler, drückst auf F und dann hast du da ein Handelssystem. Das bedeutet, du kannst von dem Sprühflaschen kaufen gegen Geld. Wie Geld? Gehst du zu dem gelben, super lustigen Typen da, das ist der Peter. Hallo, spreche mit Peter. Und der Peter ist ein waschechter Questgeber. Zum Beispiel, leider ist das Quest-Mod noch nicht richtig ausgereift, da haben ein paar Texte fehlerhaft und so weiter, aber grundlegend, du kriegst dann einen Marker auf der Karte, ja, einen gelben, du kannst da selber Marker setzen, da zum Beispiel Kackwurst, Marker erstellen, Kackwurst-Marker und dann sägst du den da umeinander schwirren und kannst hinlaufen. Lauter so Sachen. Das sind so, und noch vieles anderes, was ich jetzt nicht alles erkläre. Eventuell mache ich da während der Weihnachtspause ein ganz kurzes Video, wo ich ganz kurz erkläre, da ist der Server,
ab jetzt ist Whitelisting, ab jetzt gelten die Regeln, so heißt der Server, los geht's, damit man voll kriegen. Ja? Weil nur per Video sehen die meisten Leute, die jetzt am Schluss da im Stream sehen, nicht der Teufel und so weiter. Aber schon Echtgeld, oder? Ja, natürlich. Also du musst natürlich mit deiner Kreditkarte dann auf meinen Server Geld überweisen und dann kannst du fürs Echtgeld die Sprühflaschen kaufen. Nein, natürlich nicht. Du kannst Geld finden, du kannst Quests machen, du kannst Items looten und die Items bei diesen Tradern verkaufen. Andere Spieler können bei diesen Tradern nur Items kaufen, die ein anderer Spieler bereits dahin verkauft hat. Ist natürlich dann teuer als beim Fair. Und lauter so ein Scheiß. So, aber um das geht's gar nicht. Wir gehen jetzt in den Cheat-Mode und die meisten von euch, ich hoffe, da waren wir ja oft genug im DayZ-Stream oben in diesem Airfield, ja? In diesem Militärgebiet. Da ist normal nichts, da ist also eine Shooting Range, also eine Schießstandanlage. Da porten wir uns jetzt einmal hin. Grüß Gott, das kommt uns allen sehr bekannt vor, lalala. Das hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt uns aber nicht bekannt vor. Na? Wir gehen in den freien Modus. I proudly present to you Birges Busengulag. Da. Wie soll ich es nicht erklären? Team Blau. Ist es blau? Enten. Da. Eingang Team Rot. Ist es rot? Rotkommando! Und dann habe ich da eine Map einer gepflanzt. Map! Eine Minimap in der Map! Ah! Und da ich nicht streamen kann, wie ihr das gewohnt seid aus den DayZ-Streams, ja, wenn ich da irgendwo spawnen und anspule, dann kommen 59 andere Leute laufen zu mir, da schießen mich oder kommen. Ja? Rennen rundum, blären umeinander, keine Ahnung, was das läuft. Außerdem, Sachen machen zu 50, 60, was soll man machen? Darum habe ich diese kleine Map gebaut und dann wird einfach nach meinen Regeln gespielt. Ganz einfach. Hey, macht mal 2-on-2-Turnier. Dann kennt ihr euch, das gebe ich natürlich schon am Sonntagabend bekannt oder die Woche vorher, könnt ihr euch ihr equippen. Ja. Und dann am Montagabend, der Stream geht los. Ihr könnt es mir im Discord schreiben, unser Team heißt so und so. Je nachdem, das denke ich mir jetzt gerade einfach so mal auf die Schnelle aus. Dann registriere ich das mit den Spielernamen und am Montag auf die Nacht sind alle da. Oder ich gehe her und teleportiere euch alle daher. Ich habe die Möglichkeiten und dann wird sich da drin der Reihe nach auf die Fresse gehauen. Dann habe ich da, da steht jemand, wer steht denn da? Wer steht denn da? Wer steht denn da? Irgendjemand steht da unsichtbar. Irgendein Admin steht da. Wer steht da? Wir nennen keine Admin-Namen. Aber irgendein anderer Admin steht da gerade auf der Tribüne. Und ich kann mich auch dazu porten, wenn ich so mache. Zack. Insgeheim stehe ich auch da. Also ich habe euch da also eine Tribüne hergebaut, da kann dann jeder auf quasi, die halt gerade zuschauen. Und dann steht sie da herum und könnt euch das Geschehen von da anschauen. Und mein Plan ist so, also es ist halt wieder sowas, aber das haben wir ja gesehen. Die Community, also ihr, hat es extrem diszipliniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war damals in DayZ, habe ich auch mich immer gefochten davor. Ah, fuck, Alter, da bin ich wieder wie ein Ohrspacko dabei, es ist alles beim Teufel. Aber gar nichts. Darum, ihr müsst halt einfach auf mich hören. Da kommt ja jeder da rauf, ole ole. Jeder, der jetzt gerade nicht da ist, ab auf die Tribüne. Zum Zuschauen, auf der gegenüberliegenden Seite gibt es auch noch eine Tribüne. Wenn die nicht lang, baue ich noch ein paar mehr hin. Und dann stehen wir da herum, kann man zuschauen. Team, Name geht zu Rot, Team B geht zu Blau. Dann zähle ich im Stream, ich schieße mit einer Leichtrakete, schieße in die Luft und dann geht's los. Und dann kommen wir mit der freien Kamera. Achtung, dann machen wir so. Warum geht denn das da jetzt wieder nicht? Ja, irgendwie kann man es hart ausschalten, aber die Tasten geht gerade irgendwie aus irgendeinem Grund, keine Ahnung warum. Ist wurscht. Auf alle Fälle können wir im Kameramodus die Leute verfolgen und zuschauen, was passiert. Ist das einigermaßen nachvollziehbar, was ich da gerade labert? F11, F1, was ist denn F11? Das drücke ich jetzt lieber nicht, weil ich nicht genau weiß, was bei F11 passiert. Warte mal schnell. Ja, Stream Deck geht schon wieder nicht. Warte mal schnell. Also F1 ist es nicht. F11 ist es auch nicht.
Nein, geht nicht. Ist egal, das finde ich schon noch außer. Beim letzten Mal ist es auch gegangen, das kriege ich schon noch hin. Da ist ich runtergeladen, das ist doch, dass ich das nochmal mache, unglaublich. Ja, hat mir gerade das Spiel gekauft, das wird geil. Dann fang's üben an, das ist ein zähes Spiel, bis du da drin bist. So, wir kommen mal da auf die Tribünen auf. Das kann ich dir sagen. Warte, machen wir mal so. Ich teleportiere mich jetzt einmal. Ich bin rundrum. Ob ich das noch schöner gestalte, da das Ganze rundrum mit Sicherheit. Da habe ich einen lustigen Toten hingehängt. Da. Schön. Hängt der Toten. Und da hängen auch ein paar Toten, das zeige ich euch jetzt. Das pass auf, da machen wir. Oh nein. Da machen wir. Warte mal. So, ne. So. Dann machen wir. So, Player Manager, Refresh, Bürger, machen wir Unsichtbarkeit, machen wir aus. So, dann bin ich da. Dann kannst du kannst da frei rumlaufen. Ja? Die Objekte sind persistent, die sind forever da und du kannst dann einfach da so hergehen. Guten Tag, da ist eine Leiter. Grüß Gott, da ist eine Leiter. Da musst du halt die Leitern auf. Ja, das dauert ein bisschen, das ist mir schon klar, aber das hilft nicht. Was soll ich machen? Da muss ich da mal Leute steigen. Einen Herrenturm wie den gibt's nicht. Habe ich nicht gefunden zumindest, der nicht absolut scheiße ausschaut. Da, Achtung, da hängen wieder ein paar, einer Kopf über, einer kreislige Zähne, stinkt nach Hafenarsch. Weiter geht's. Ich sehe gerne die Donations übrigens schon, ich lese gleich vor. Kannst du das auch vergehen? Also so ist es jetzt real, so sagt es ja jeder, ne? Ganz normal. Bober, Leiter, Blätt. Kann man eigentlich abspringen? Oh ja, komm mal, scheiße. God Mode, Bitch. So. Ja, und das ist halt die Map. So. Die ist noch nicht auf Herz und Nieren getestet und so, aber ich habe mir schon Mühe gegeben, dass die Map ist gespiegelt. Also da haben beide Seiten haben das gleiche Weder. Wenn du siehst, das rote Gebäude da hinten ist das gleiche Gebäude wie da. Die Sandsack sind so mit 10% plus minus gleich platziert, gleich hoch und lauter so ein Scheiß. Und kannst da ist so konzipiert, dass du aufwolken kannst und dann so jetzt eigentlich so konzipiert sein, dass man da auch aufwolken kann. So habe ich da ein M4 drin. Was ist denn das Scheiß? So, für irgendjemanden, ich leg da eine kaputte M4. Okay, haben wir schon soweit. Beta-Tester wollte dann. Ja, geht schon, passt schon. Ja, und dann bist du da herum, dann kannst du da die ganze Map überschauen und so weiter und so fort. Ja, ist halt eine kleine Map. Und das Besondere ist, bei so 8, machen wir so. Das kennt ihr natürlich nicht, das kommt bloß ihr als Server-Eigentümer. Jetzt pass auf, wie funktioniert das gleich wieder? Hoffentlich, wahrscheinlich mache ich es jetzt kaputt. Und zwar habe ich das so konzipiert, dass man irgendwann hergehen kann. Und macht man so. Wir aktivieren das. So schaut dieser Editor aus. Ja, jetzt einzelne Objekte habe ich da hier platziert und dreht und auf, habe ich keine Ahnung. Und dann machen wir so. Zack, und dann kann ich das Ding deaktivieren. Und jetzt machen wir erst einmal da alle die Dinge weg. Set Active, okay. Drückst auf OK. Und dann ist die Map cleared. Dann lade ich ein neues Set und baue eine zweite Map. Ja? Damit es nicht immer die gleiche ist. Und lauter so sagen. Wird gut. Sagst du, es ist, wird gut. Und Set Active, okay, jawohl. Und dann macht so und vorher in der Nase spawnt Instant Deny Map. Birger, ganz links neben F1 und unter S gedrückt halten, dann machst du es hart aus. Das weiß ich, die Taste funktioniert aber gerade nicht. Warte. Save Edits, nein, brauchen wir nicht saven, ist noch gesaved. Warte, ich probier's nochmal. Wieso geht's jetzt auf einmal? Vorher habe ich dieselbe Taste gedrückt, die Schwester, ich schwöre, Brudi. Aber genau, so werden wir zuschauen. Das Einzige, was ich noch suchen darf, ist die Kamerageschwindigkeit. Die ist ein bisschen schnell. Also es gibt bloß die Geschwindigkeit, das ist normal, und wenn ich auf Shift gehe, ist das. Ja, also das mag sich keiner anschauen, das ist mir auch klar, das hilft mir nicht weiter und das ist schnell. Sondern ich hätte gerne so eine Verfolgerkamera, die in der... Soll ich mir das tut? Keine Ahnung. Die man irgendwie langsamer und schneller machen kann und so. Naja, aber gut. Ich glaube, dass das ganz cool wird. Und dann verschiedene Events da drin. One-on-Ones, Two-on-Twos, 5 gegen 5, 20 gegen jetzt zum Abschluss des Streams. Jeder gegen jeden. Oder machen wir 2 Teams, dann spawn ich, auf einen Knopfdruck geht das, spawn ich lauter blaue Armbinden, lauter blaue Helme und auf der anderen Seite lauter rote Helme und lauter rote Armbinden. 20 Leute, die noch übrig sind, da oben, 20 Leute, die mitmachen wollen, da oben, jeder zieht sich blau an, ich schieße in die Luft und dann renne ich da mit rein und wir schießen uns alle gegenseitig über den Haufen. Wer will, natürlich. Und dann gilt,
wenn der Event vorbei ist, wird 5 Minuten niemand erschossen. Oder 10 Minuten. Weil es nur unfair ist, wenn man dann von dem Event ihr auf dem Server wieder abhaut und dann von den Leuten erschossen wird. Das ist nichts. Abschluss des Streams ist gleich Free for All. Genau. Das ist der Plan, Rainer. Einer gegen 3 Bären da drin, 2 Leute gegen 3 Rudel Wölfe da drin, nur mit einem Messer. Machen wir hinten, da hinten ist ja auch schon was geplant. Ja? Cage-Fights und uns wird so viel Scheiße einfallen, das wird sicher gut. Wie gesagt, jeder kann bereits auf diesen Server joinen. Ich wünsche euch viel Spaß. Bussi aufs Nussi. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich hab ganz anders Bock, das wird sicher geil. Auch wenn man selber Admin ist, nimmt es ein bisschen Spielfreude. Weil im Prinzip die M4 und das Airfield nur einen Klick weit weg ist. Habt ihr jetzt gesehen. Ich kann mich da umeinander teleportieren, ich kann rumfahren, ich kann alles machen. Steffi, in Ritterrüstung. Es gibt eine Ritterrüstung. Es gibt auch ein Schwert. Das wird richtig gut. Und jetzt machen wir das zu, weil das ist ziemlich laut. Und was das Allerwichtigste ist, ich möchte natürlich auch, dass ihr auf dem Server spielt und vor allem Spaß habt. Es soll Spaß machen in erster Linie, dass ihr da drauf spielt, während ich nicht stream. Das will ich auch haben. Ich soll jetzt Spaß haben mit dem Ding. Auch wenn ich mal nicht da bin. Und trust me, ich bin immer auf dem Server oder sitze zumindest bloß einen Klick weit weg. Habe ich mir gedacht, das Grundprinzip des Servers ist soweit fertig. Einfach mal ins Discord kommen, durchlesen, das mag ich jetzt nicht noch mehr erklären, weil sonst sitzen wir um 12 Uhr da. Und dann habe ich mir gedacht, wir bauen das so in Seasons auf. Jede Woche am Donnerstag auf die Nacht oder in der Nacht, da habe ich Zeit, da kann ich dann auch wach bleiben, weil ich am nächsten Tag nicht aufstehen muss, wird der Server runtergefahren und ich installiere neue Mods. Eine neue Season. Ja, mehrere Mods, mal eine, mal mehrere, keine Ahnung. Und das fängt dann an am Freitag. Ja, da gibt es dann einen Rundum-Post, da postet dann auch ein bisschen was ist neu, um was geht's jetzt. Beispiel, was meine ich da damit? Season 1, lootet ihr Narren. Lootet und blutet, das ist der Serverstart. Eine Woche später, 2 Wochen später, Season of the Hell. Bedeutet, es gibt ein Ranglistensystem, wer die meisten Viecher erschossen hat. Für das kriegst du Punkte, für das kriegst du Geld. Pelze von den Viecher geben bei die Händler mehr Geld. Es gibt Rare-Viecher, das heißt, es gibt einen Elderbären auf der Map. Einen einzigen, den gilt es zu finden. Wer den killt, der ist natürlich ein schwerer, kriegt einen Haufen Kohle, spezielle Pelze, spezielle Materialien. Es gibt spezielle Wölfe, die sie unsichtbar machen können. Wer die umbringt, kriegt spezielle Pelze, spezielle Währung und kriegt mehr Geld. Lauft eine Woche, dann wird es, je nachdem wie es ankommt, ein bisschen genervt. Ja? Und die Pelze werden wieder ein bisschen günstiger, aber generell bleibt das, die Spielmechanik bleibt drin. Und dann kommt zum Beispiel Season of the Drop. Dann werden wir Airdrops einführen. Alle halbe Stunde fliegt der Flieger über die Map, der wirft da rote Kisten ab, die jeder auf der Map sagt. Jeder. Und wo dermaßen krasser Loot drin ist, dass alles zu spät ist. Das heißt, hoffentlich der ganze Server läuft zu dem Airdrop und haut sich gegenseitig aufs Maul. Season of the Schnitzeljagd. Season of PvP-Events. King of the Hill. Neue Quest-Missionen. Und jede Woche etwas Neues, damit der Server dicker wird und dicker wird, damit wir das so einen Monat mindestens, am besten 2 Monate lang den Server betreiben. Ihr Spaß habt, ich Spaß hab, Streams draus entstehen, vielleicht sogar Videos draus entstehen. Und ja, ich hoffe, das klingt gut. Also da steckt auch wieder ein Haufen Arbeit drin, also muss man es auch sagen. Es ist halt. Klingt wie bei Vigor. Ich sag das ganz ehrlich, ich kenne fast keine anderen Community DayZ-Server, falls es jetzt andere Community DayZ oder andere Streamer ist, ich habe keine Ahnung. Aber so denke ich mir halt, das kann ich das am besten interessantesten gestalten. Wenn euch was einfällt, Feedback gerne ins Discord, Event-Ideen, keine Ahnung, ist alles gern gesehen, wird notiert und dann sehen wir schon. Aber ich habe schon sehr viel auf der Liste, das war jetzt bei weitem noch nicht alles, was ich gerade erzählt habe. Ob es dann gut ist oder nicht, wir werden sehen. Wie bei Vigor. Also ist es ein Spiel? Kenne ich tatsächlich nicht.
Naja, so, jetzt muss ich nur schnell ein paar Sachen lesen. Wulfric, damals auf diversen Hochzeitsfeiern. Sie sagten zu mir mit einem breiten Grinsen, du bist der Nächste. Habe den Spieß umgedreht und mache dasselbe nur auf Beerdigungen. Lache diesmal alleine. Schwieriger Witz, gerade. Ja, weißt das schon. Aber bei uns dürfen wir alles Witze machen. Nobody is offended. Der Bohrer so, glaubst du, ob dann ein 60 Slot gelangt? Du, kann gut passieren, ich mag es nicht verschreien natürlich, kann gut passieren, während ich streame, dass ein 60 Slot nicht gelangt. Kann passieren. Haben wir bei den letzten DayZ-Streams gesehen, auch letztes Jahr, sobald ich den Server bekannt gebe, bumm, voll. Problem ist, alles über 60 Spieler hinaus ist für Generous Plus, für die Karten, auf die wir spielen, zu viel. Irgendwann kannst du keine 10 Meter mehr gehen, ohne einen Spieler zu sehen, ohne erschossen zu werden und dann ist es Mist. Ich habe mir natürlich die Messlatte ein bisschen weiter herunten angelegt, damit wir nächstes Jahr dann, werden wir das wiederholen, und werden wir die Messlatte ein bisschen höher ansetzen und dann werden wir die Map wechseln zu Deer Isle. Deer Island, glaube ich, alles. Und die ist weltengrößer als Generous. Eventuell kommen wir da dann auf 80 auftragen, auf 100, 120, irgend sowas. Schauen wir mal. Wir werden sehen. Herr Ogauer, gerät echt mega Hammer und wow, da hast du eine Menge Arbeit reingesteckt. Das sieht man. Ja, es ist jetzt nicht so. Seit Montag habe ich den Server. Und in jeder freien Minute wurschtelt die drum und an. Es ist jetzt nicht so, dass ich da 40 Stunden durch reingebuttert habe. Aber da geht es eher darum, den Server dauerhaft zu betreiben. Ja, da kommt wieder jemand, das geht nicht, nee. Und mit der Whitelist, das wird stressig, das schauen wir mal. Und so weiter und so fort. Wir werden sehen. Was wächst unter der Erde und stinkt? Eine Furzel. Halt doch dein Maul. Wulfric, Flachwitz, ein Mann ist jetzt an einem Pfannkuchen steckt. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes krepiert. Herr Wulfric, jetzt hör mal auf. Herr Brü, merci für den Resub. Nix, habe die Ehre. Ich fliege mal nach Ägypten, deswegen wünsche ich dir und der Bürgerin schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir einen guten Flug und komme auf alle Fälle im Ganzen wieder nach Hause. Mehr sage ich jetzt doch nicht dazu. Bus auf die Nuss. Herr Nix, speist du Eve? Staudi! Der Chef, kriegst du bitte meinen Mitbewohner, er soll einmal einen Pinguin klauen. Danke und wie er den Pinguin klaut. Ich habe Fragen zu stellen. Egal. So, das waren alle. Meine Damen und Herren, der Mike Riese, bin gespannt, ob es neuer DayZ-Merch geboren wird. Wenn es genügend Insider gibt, ja. Uns bis jetzt nur jedes Mal geben, wir werden sehen. Was ist grün und steht am Straßenrand? Eine Prostituierte. Die kenne ich auch, das weiß ich schon. So. Jetzt ist die Zeit aber gekommen. Meine Damen und Herren, jetzt, ich mache nicht nochmal jetzt die ellenlange Ansage. Die hat eigentlich vorher schon gegolten, dann hat sich der Pöbel, der ahnungslose Pöbel, der hat sich dann schon geschlichen. Als Schluss jetzt mit dem Pöbel! Peasants! Ich bedanke mich für alles. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Ich hoffe, man sieht sie auf dem DayZ-Server, meine Damen und Herren. Wenn man sie nicht sagt, der kriegt nur ein halbes Paar Säcke und dann Christbaum. An den Rest möge es Xboxen, PC-Komponenten, Playstation, Spiele oder was euch immer erwünscht vom Himmel hageln. Der Rest lasst den Schellen hängen am BMXer und dem Rest, der im selben Boot hockt, wünsche ich eine gute Besserung. Wir hören uns nach den 2 Wochen, ich sag das, wie es ist. Und wir sehen uns am 8. Januar am Montag wieder um 20 Uhr. Ich werde mich dazwischen natürlich im Discord aufhalten, ist ja klar. Ich werde was mitkriegen, dann gibt es ja wieder die Ankündigung und was weiß ich. Die nächsten 2 Wochen werde ich mich sauber am Arsch lecken lassen. So, und jetzt verpissen wir uns! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, haben Sie gute Zeit. Ich trinke noch mal was. Einen Tag nur, dann ist Urlaub. Den Moment liebe ich immer sehr und den genieße ich auch im Stream immer so ein bisschen so. Kannst du riechen? Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, so bald, so zumindest Ende der Woche hin. Kannst du riechen? Köstlich. Schmeckerl. Zauberhaft. Wunderbar. Wundervoll. Atemberaubend. Und jetzt verpisst euch. Bis 2024. Habe! Ab 2024 muss man übrigens um das Anüsschen mit der Trompete links rumkreisen. Und jetzt schaut's das verschissene Scheiße noch mal Land gewinnt, sonst krieg ich einen Vogel. Tschüss! Und merci für alles. Habe die Ehre.